Sorry. Bonjour miteinander. Willkommen zurück zum Metal aus der Region für die Region. Ich bin der Ricky. Sorry, ich gehört nicht mehr, das Intro war so laut. Das Intro ist für die Hörer, aber nicht so laut, gell? Nein, das habe ich was für sehr laut gemacht. Ja, tipptopp. Oh ja, hallo miteinander. Guten Tag. Ich bin der Ricky. Und ich bin der Bella, der vom Ricky seiner neuen... Der Ricky hat eine Sonne gekauft. Mhm. Ich kann alle die Instagram-Story von gestern Abend nachschauen. Voll. Wenn ihr könnt in die Zeit zurückreisen, weil Instagram lädt das ja nicht zu. Aber ja, beim nächsten Podcast muss ich eine Sonnenbrille mitnehmen, es ist schon saumässig hell da rein. Und ja, das wär's gewesen. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns nächstes Jahr. Voll. Nein, wir haben noch ein bisschen Gas gegeben mit Videografie. Jetzt ein 300 Watt Licht mit einem Diffusor-Dings Bulb geholt, ist geil. Ich muss noch lernen, wie ich alles richtig expose. Also, so. Der Nico hat mir heute Morgen geschrieben, er wundert sich jetzt nicht, wieso dass er mehr Geld hat wie wir zwei, weil er hat gerade unsere letzte Podcast-Folge geschaut. Anscheinend haben wir in der letzten Podcast-Folge über unsere Hobbys geredet. Kann das sein? Weil er hat dann das Gefühl gehabt, du hast gerade viel Geld für Video-Equipment rausgehört und meine Velos sagen, die essen auch teuer. Das stimmt schon. Woraufhin ich dann gesagt habe, ich habe bei einer Velofirma geschafft. Ja. Ich habe Velos günstig bekommen. Aha. Und ja, so teuer ist das jetzt nicht gewesen. Also ja, es ist halt, man investiert für zukünftige Projekte und so. Ja, wir investieren, also eigentlich, aber ganz ehrlich, ich bin jetzt ganz ehrlich, rein wirtschaftlich ist das alles ein Shit ROI. Return on Investment ist absolut Shit, wenn wir es jetzt mit Shareholder Value anschauen. 100%. Wenn wir es mit Smiles auf unseren Gesichtern anschauen, ist der Return of Investment nicht so shit, dann ist er eigentlich sogar ziemlich gut. Also wenn wir Return of Investment würden schauen im Podcast oder in unsere Bands, wir wären ziemlich im Roten drin. So ganz tief. Return so of Investment können wir nicht messen an... Nein. Ich glaube, wenig Bands können Return of Investment messen an Money, oder sie alle könnten es machen, aber wenige Bands sollten es machen. Ja, voll. So den Return of Investment lieber, jetzt für alle, die nicht Business-Wichser sind, Return on Investment heisst eigentlich nicht anders wie, was kommt zurück, wenn du Geld in etwas reinsteckst. Also klassisch für alle Wirtschaftswichser, die sich Aktien kaufen von der UBS oder von der Novartis, die wünschen sich, okay, ich investiere jetzt 100 Franken in die Aktie und wenn ich sie in einem Jahr verkaufe, will ich sie für 120 Stutz wieder verkaufen und dann hast du einen 20% Return on Investment, weil du hast 20% von dem, was du investiert hast, quasi rausgeholt, also drauf bekommen, Gewinn gemacht. Und darum haben, glaube ich, die meisten Local Bands, wenn sie den Return on Investment messen, ein bodenloses Minus dort. Ja, voll. Und darum Return on Investment lieber mit Smiles of the Faces, mit Lachen auf den Gesichtern messen. Genau. Das ist wesentlich besser. Mein Bankkonto brüllt, sodass ihr ein besseres Bild habt für einen Podcast, den ihr einfach hören könnt. Ich kann gerade sagen, dein Bankkonto brüllt. Dafür, dass Leute ein besseres Bild haben, bei einem Audio-Podcast, wo sie höchstwahrscheinlich während dem Autofahren hören und darum nicht das Video schauen können. 100%. Yeah. Ja, aber ich wollte auch Videoclips mit aufnehmen und eben ein bisschen Live-Konzerte und so aufnehmen. Ich habe mir letztens eben einmal gesagt, meine Kamera habe ich ja vor etwa 6 Jahren gekauft. Oder so auf Anweisung von der Lexi. Ich habe gesagt, ich habe eine kleine Kamera und das und das kann ich gesagt, die. Dann hat mein Grossi gesagt... Das könnte nutzen, ja. Ich habe immer das Gefühl, ich brauche sie gar nicht so fest. Und mein Grossi hat dann gesagt, ja, kannst du dir leisten? Ich so, ja, dann kauf sie. Ja. Und dann hat bei meinem Grossi hängt nämlich auch, oder die hat in der alten Wohnung ist ein Spruch an der Wand gehangen. Wenn du rausgelaufen bist, ist drauf gestanden, wer spart, hungert nur für die Erben. Fair, ich habe letztens einen Podcast von Peeling Flash gehört und die haben pretty much die gleiche Mentalität. Die sind broke, aber haben geile Cadillacs. Yeah, boy! Ist auch, es hat einen guten Spruch gehabt. Fuck me, der ist irgendwie... Driving in a Cadillac. Das I don't wanna give it back. Aber es ist auch funny, so wie die Jungs, so wie, sobald Lohn gekommen ist, sind sie einfach Shirts kaufen zum Print machen und fucking... Gut, das macht Parkway Drive. Hat Parkway Drive ja auch lange gemacht. Und neu, sobald sie von der Tour heimkommen,
geht das ganze Geld, was sie gemacht haben, auf Rims. Für selbst. Fucking Scheiße, Alter, ich schwör. Das ist gut. Mhm. Haben die sonst noch einen Job? Nicht mehr. Nicht mehr. Okay. Sie leben sie sind im Garza-Podcast vor 4 Monaten und ab das Jahr können sie von dem leben. Aber sonst bis jetzt Die haben sie Frage noch ist einen einfach Job immer, könnten sie in der Schweiz davon leben? Fair. Das ist Anyway, eine gute Frage, ja. was soll ich jetzt vorher noch sagen wegen der Kamera? Ah ja, genau. Ja, dann habe ich immer das Gefühl, ich brauche die Kamera ja gar nicht so oft. Mhm. Aber basically die letzten 3 Eversis-Musikvideos sind mit dieser Kamera aufgenommen worden. Schon? Alles, ja, das Never Know-Video ist sicher mit deren aufgenommen worden. Dann haben wir sonst noch ein paar Videos gemacht. Also alle Road to Nowhere-Videos sind Fair, mit ja. dieser Kamera aufgenommen worden. Sämtliche Videos für Save Your Last Breath sind mit dieser Kamera aufgenommen worden. Mhm. Und ja, ich brauche sie weniger zum Fotos machen, weil meistens, wenn ich Fotos mache, gehe ich irgendwo in die Ferien und dann will ich nicht meine teure Kamera mitnehmen, weil sie ja voll. gross ist. Und dann nehme ich meistens meine kleine, habe ich so eine mit dem gleichen Objektiv-Mount-System auf Ricardo gekauft, dann nehme ich die mit. Mhm. Dann habe ich immer das Gefühl, ich brauche die Kamera gar nicht so oft. Aber ich brauche sie eigentlich verdammt oft. Ich brauche sie wahrscheinlich mehr als meine GoPro, wo ich das Gefühl habe, brauche ich oft. Mhm. Einfach, also ich finde, es lohnt sich, auf sich selber zu investieren. Und was du nicht an Geld bekommst, bekommst du Erfahrung. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Ja, Exposure. Und irgendwann kannst du mit Exposure... Bruder, ich habe gestern mein Konto angeschaut. Mhm. E-Mail, ist dort reingestanden, Nachricht von Suiza. Ja. Und ich so, Suiza? Schon lange keine Nachricht von Suiza bekommen. Mhm. Dann ist dort drauf gestanden, eine neue Abrechnung. Und ich so, oh shit, wie viel Geld wollen sie von mir? Ja, ich habe auch nicht geschaut. Und dann ist gestanden, sie haben neu Geld auf ihrem Konto. Und ich so, boah, was? 7,90 Franken habe ich im Jahr 25 mit Musik verdient durch Suiza. Aber ist es vom ganzen Jahr? Weil das jetzt so, 90. so Quartal-Dings noch drin und so. Oder einer ist so Ich habe nur eine online. Abrechnung bekommen das Jahr. Schon, ich nehme 4. Aber so für online, international und Live-Konzert bekomme ich jetzt zum ersten Mal wegen Taoist. Boah, ja, also ich bekomme halt nur für Live-Konzerte. Weil online, international und Dings hat Eversis nichts verkauft. Also Wie weißt viele Konzerte haben die gespielt? Schon du, Die Frage ist, wie viel es könnte sein, geben die dass- Spezialisten? Also, es könnte ja sein, dass von Matchbox Whispers noch ein paar Sachen drin sind. Dort haben wir auch einige. Ich habe gestern geschaut, bei Matchbox Whispers sind alle Songs, also weil der Silas und der Mark die noch kein Visa-Konto haben, die sich noch nicht angemeldet. aha. Das müssen wir mal noch machen. Und hast du, gut, es schickt dir nachher den Prozentsatz vom Projekt, der hinterlegt ist, oder? Ja, das ist jetzt eben das Problem. Ich habe gesehen, bei Eversis sind bei gewissen sind wir zwar alle mittlerweile, weil früher, ich habe 3 Jahre lang haben wir kein Geld von der Visa bekommen oder 2, Ja. weil wir nennen jetzt keinen Namen, aber irgendwie haben die Leute beim Eversis Camp das Gefühl gehabt, hey, wir bereiten die Visa-Liste schon vor, wir spielen ja immer die gleichen Songs das Jahr. Dann haben sie die Liste vorbereitet und immer die vorbereitete Listen abgegeben, das kannst du ja machen. Mhm. Einziges Problem war, sie haben bei Interpret oder Künstler haben sie reingeschrieben Eversis. Ja. Eversis ist kein Künstler, der die Visa kennt, weil Ah, Eversis ist nichts anderes wie ein Name von einer Band. Wenn du bei der Visa-Liste nicht den Komponent aufschreibst, der Komponent ist die Person. Und wir haben es bei Eversis jetzt so gemacht, jeder von uns hat ein Visa-Konto und in jedem Song melden wir bei das Visa an. Ah. Und wir tun die als gemeinsam erschaffen rein. Mhm. Und dann kommt jeder einfach ein Viertel über. Okay. Und ja, das müssen wir jetzt. Ich habe das gestern nachgeschaut, das ist jetzt etwas, was ich noch ein bisschen anschauen muss. Weil gewisse Songs. Also, das Visa, einfach für alle mal erklärt, die das nicht wissen: das Visa ist die Schweizer Rechteverwaltung für Musiker und alles Wüste. Und das ist die Liste, die ihr, wenn ihr ein Konzert spielt, mit die Listen ausfüllen. Das ist eigentlich wirklich nicht so schlecht. Mhm. Weil theoretisch gesehen, wenn eure Musik irgendwo gespielt wird, also wenn irgendwo Im Radio. im Radio dein Lied kommt, geht das über das Visa. Dann wird das Visa sagen, okay, der Song ist gelaufen, ergo, der Song ist 100 Mal im Radio gelaufen, das gibt so und so viel Geld und dann wird das verteilt an die Leute, die den Song geschrieben haben. Ja. Das Gleiche, wenn Konzerte gespielt werden. Das heisst, falls jetzt irgendwann einmal eine Band, wenn ihr einen Song covert und ihr den auf die Visa-Liste schreibt, dann ist das eigentlich der korrekte Weg, dass der für den Song geschrieben hat, dann das Geld bekommt dafür, dass sein Lied gespielt worden ist. Genau, wir haben Nickelback Geld gegeben. Wir haben Nickelback. Hast du Nickelback aufgeschrieben? Ja.
Ich habe alles wir haben korrekt Nickelback Geld gegeben, Alter. Chad. Ja, weil wir haben Chad Geld gegeben. Wir haben, glaube ich, auch schon Papa Roach ein bisschen Geld gegeben. Weil wenn sind verpflichtet, um das zu machen. Sie können kein Konzert machen. Ja, genau. Und bei Bars läuft es ein bisschen anders. Die müssen einfach generell einen Satz an die Visa abdrucken. Dort läuft einfach im Hintergrund immer Musik, oder? Das ist nicht das Gleiche. Ich weiß auch nicht, wie das dann geregelt wird. Ja. Das ist auch so ein genereller Satz, den du die Visa musst abdrucken musst. Und das ist, glaube ich, dann Querfinanzierung. Keine Ahnung. So genau weiß ich es nicht. Auf jeden Fall ist das so, du kannst dein Lied dort anmelden, wenn du es geschrieben hast. Und dann, wenn du das Konzert spielst, gibt der Veranstalter auf dieser Visa-Liste, gibst du dann an, dass du das Lied gespielt hast. Dann weiss die Visa, okay, das Lied ist gespielt worden, und so Veranstaltungen und Veranstaltungshäuser eben, die müssen dann einen Prozentsatz, die müssen irgendeinen Betrag abdrucken und bei jedem Event, und durch das wird dann quasi der Lohn für die Musiker finanziert. Also das sind die Tantiemen. Und der Lohn, die Tantiemen, die du bekommst. Das ist eben darum, eigentlich ist es am geilsten, wenn dein Song bei einem Game reinkommt oder bei einem Film. Ja. Weil dann wird mit jeder Kopie, die von dem Film gefertigt wird, und jedes Mal, wenn der Film im Kino läuft, zählt das auf den Counter drauf und du bekommst dann das Geld. Also blöd gesagt, wenn jetzt, machen wir mal, sagen wir so, wir gründen eine Band. Die Band heisst Shure SM58. Die Band hat einen Song geschrieben. Der Song heisst Shure SM57. Und der Song Shure SM57 ist jetzt im neuesten James Bond Film drin. Voll. Dann wird das quasi dort angemeldet. Und die müssen ja dann auch das alles aufschreiben, welche Lieder das da drin vorkommen, bla bla bla, Komponisten und alles. Und dann ist jedes Mal, wenn der Film abgespielt wird im Kino oder verkauft wird, ist es dann so, dass die Band Shure SM58 Geld bekommt. Also nicht die Band, sondern der Künstler, der den Song geschrieben hat. Wenn du das als Band machst, dann machst du es am besten so, dass hat sich da gerade das Licht verändert. Kann das sein? Okay. Wenn du als Band den Song geschrieben hast, dann schaust du am besten, dass jeder ein Konto hat, und dann tust du alle aufschreiben, die an dem Song beteiligt sind, und dann kommt einfach jedes Geld über. Und ja, dann, wenn du das in einen James Bond Film schaffst, ist es gut möglich, dass du nachher jedes Jahr irgendwie einen gewissen Prozentsatz an Geld bekommst. Und das ist eben auch das, wo zum Beispiel Mambo No. 5 vom Lou Bega, der Bruder hat den Song geschrieben. Weißt du, welchen? Ladies and Gentlemen, this Mambo No. 5. Und der Song läuft so oft im Radio, der Song wird so oft noch verkauft. Der Bre kann von der Tantiemen leben. Ja, voll. Darum schauen, dass solche Filme, Videogames oder so vorkommen. Jedes Mal, wenn das Videogame verkauft wird, wird das Lied verkauft. Deswegen, ich bin dafür, dass wir eine neue Initiative startet. Bring Breakdowns to Movies. Und dann werden wir bezahlt. Yes. Ja. Und das ist etwas, was eigentlich gar nicht so schlecht ist. Darum melde dich bei das Visa an. Voll. Gut, jetzt könntest du natürlich sagen, die Anmeldung kostet 200 Stutz. Aber es ist einmalig 200 Stutz. Ja, voll. Und ja, je nachdem. Eben, ich habe jetzt dieses Jahr 7,90 Franken bekommen. Es war nicht so aktiv gewesen. Wir haben uns auf Songwriting beschäftigt, und der Domi ist auch. Aber dass ihr kein internationales Streaming-Dings bekommt. Wie meinst du internationale Streaming-Dings? Weil ich bekomme Settlements von national und international. Gut, für Demigod Unleashed und Taoist und Dings. Ich weiss, wenn das über Spotify gestreamt wird, zählt das ja nicht zu das Visa. Und ich habe für 20... Doch. Es kommt auch im Fall. Habt ihr Werk angemeldet, das Visa? Ja, sonst würde ich ja kein Geld bekommen. Fair. Ich habe die Abrechnung nicht genau angeschaut. Ja. Nein, ich habe eben aufgemacht, ich habe eben die gleiche E-Mail bekommen. So, Money. Und dann habe ich gesehen, es sind so 4 oder so. Und ich bekomme halt für Taoist eben 100%. Dementsprechend du hast ja alles gemacht bei Taoist. 4 Gigs haben wir 80 Stutz bekommen. Vielleicht auch ein Bankkonto, wenn ich neue T-Shirts kaufe. Neue T-Shirts. Das ist jetzt der Nachteil, dass der Ricky alle Songs schreibt. Wir arme Sicher, was sie einfach nur spielen, bekommen nix. A firm handshake and a pat on the back. Nice T-Shirt. Ja. Wobei, nein, die haben ja den Lucky und ich gezahlt. Tatsächlich, ja. Lucky, der Mike und ich haben die gezahlt, die ersten Shirts. Die sind so gut. Ja, das ist das. Und jetzt sind wir ja dran, die erste Hälfte vom Album ist recorded. Die Vocals noch nicht, aber die Instrumente sind dran. Und darum kommt das, glaube ich, gut. Das wird lustig. Nein, Tao ist für den Musiker mit Exposure Bills zahlt.
Ja, mit Exposure und dem Druck, dass du noch mehr Songs darfst lernen, weil der Ricky das Gefühl hat, es ist jetzt easy, ich bin am Recorden, ich schreibe keine neuen Songs. Wir tun nicht so viele neue Songs lernen fürs neue Album. Oh, warte schnell, ich habe schon wieder einen neuen geschrieben. Ich bin aufs WC, ich habe einen neuen Song gefurzt und jetzt habe ich einen Breakdown gefurzt und jetzt habe ich einen neuen Song. Etwa so schreibst du Songs, Alter. Ich habe literally einen Breakdown rausgefurzt und ich versuche jetzt einen Song umherum zu bauen. Aber ich habe es nicht geschafft. Ich habe mir gestern einen geilen Breakdown Voice Memo gemacht. Das ist wenn du mal hören willst, ich kann den Song noch nicht schreiben rundum, aber ich muss jetzt schnell die Voice Memo suchen. Ich lade die sonst nachher gerade live laufen. Muss schon kurz 2 Sekunden schauen. Aber das geht darum, wie man Songs kann schreiben kann. Oh, wir müssen nachher den Brian anrufen. Wir müssen den Brian anrufen, genau. Aber jetzt, ich muss schnell, kannst du schnell erklären, wie du den Breakdown gefurzt hast und jetzt den Song rundum schreiben? Ja, genau. Ich habe gemerkt, ich bin nicht so motiviert gewesen, zum Vocals aufnehmen. Also habe gefunden, ich habe ein bisschen Writing-Blockade gespürt. Dann habe ich gemerkt, es ist, weil ich in der Zeit, wo ich aufnehme, nicht schreibe. Ja. Und das ist wie Fish in Water. Ich muss schreiben, sonst fühle ich mich nicht wie mich selber. Deswegen habe ich dort den Breakdown geschrieben. Dann habe ich mich motiviert zum Vocals aufnehmen. Mhm. Und jetzt habe ich einen hässigen Breakdown. Jetzt muss ich einen Song drum bauen. Bei Towers haben wir eigentlich nicht so viele Breakdowns. Ah ja, einer pro Song ist okay. So klassische. Klassische Breakdowns haben wir wirklich fast keine. Nein, aber das ist ja gut so. Ja, das kommt dann später. Also gestern, ich weiß auch nicht, wie ich komme. Ich habe jetzt die Sprachnachricht nochmal schnell angelassen. Mhm. Ich lasse sie jetzt nicht laufen, weil das wäre mir zu peinlich. Nein, dann bitte, ich will es hören. Oh, okay, scusi. Das war schliesslich. Ja, es ist wirklich ultra peinlich. Also das ist ich gestern Abend um 11 Uhr, nachdem ich aus der Küche in mein Zimmer zurückgelaufen bin. So passiert Magie. What the fuck and why, oh why? Life is shit and then you die. Geil. Ja, das ist wehe einer von euch klaut mir jetzt den Breakdown. Wehe einer klaut. Ich finde aber die Call-Out-Line finde ich super. Das ist geil. Und nachher und nachher Halftime. Genau, und vor dem Halftime macht es nochmal, die Call-Out-Tagline war schon, what the fuck and why, oh why, life is shit and then you die. Und dann kommt vor dem Halftime kommt einfach nochmal rein, life is shit and then you die. Und dann kommt es und nachher Tempo runter. Ja. Richtig dumme Scheiße. Geil. Ja. So schreibst du Breakdowns. Ja. So einfach. Das ist, du musst nicht Gitarre haben zum Lieder schreiben. Nein, die besten Breakdowns fangen im Kopf an. Ich habe meine auch im Kopf gehabt und ich habe es nachher so schnell versucht abzuschreiben. Ich habe gemeint, du hast ihn literally rausgefurzt. Also es ist so wie, es sind so wie Visions of a higher plane. Ich bekomme manchmal so wie Ideen im Kopf. So wie, ich muss es schreiben. Und ich habe es schon. Ich weiß wie der... Ja. Es fängt mit dem Callout im Fall. Es fängt nicht mit Breakdown Callout. Und meine war... was war es? Fuck. Actions speak louder than words. Das ist so irgendwie... Und nachher... Actions speak louder than words. Ja, ich spüre ihn. Aber das ist verdammt langsam. Das ist 125 BPM. Und dann kommt Nein, oder nicht? Bree. Ist ein Bree. Also mit meine Gitarre so. Fast. Okay. Fast. Aber es geht in die Richtung. Du kennst mich sehr gut. Ja. Ja. Also wahrscheinlich mal Nein, ähnlich. Aber ja. Okay. Ich zeige es dir nachher. Fair enough. Aber so entstehen die besten Ideen im Fall. Du hast einfach eine Idee im Kopf. Du bist irgendwie Instagram durchsucht, irgendwie Brainrot-Shit am schauen. Und plötzlich kommt einfach das Dings. Hör bitte auf, mir Instagram Reels zu schicken. Hört auf. Ich mag nicht mehr. Ich habe im Fall Instagram und Facebook deinstalliert von meinem Handy. Wie machst denn du mit Taoist? Das ist selber, ich habe nicht gemerkt, zum Stories machen. Ja, aber das ist der Scheissdreck. Darum habe ich mein verficktes Instagram-Profil noch. Ich hätte das schon lange gelöscht. Ich tue es einfach vom Handy löschen. Und wenn ich mal die Story machen, dann schreibe ich dir, Bella, kannst du bitte das Video sharen. Weil Videos kann ich noch... Ich habe mir überlegt. Wenn ich Videos... Das ist fucking blöd, wenn der Browser einfach schlechter ist. Wenn ich Videos hochlade in Instagram, dann wird es nicht gleichzeitig auf Facebook hochgeladen. Das ist eben das Problem. Und dann bekommen jetzt nicht die 6 Follower, die wir auf Facebook haben. Das Ding ist eben, ich habe mir auch schon überlegt, das Handy zu haben
Und das Handy brauche ich, um mein Social Media für Bands zu brauchen. Fair, ja. Aber dann ist wieder das Problem, Das ist gut. wenn wir an ein Konzert gehen, an ein Local-Konzert, und dann wollen influenzen, Ah. dann Ja, ist auch wieder nicht gut. ich glaube, ich muss nur zum Posten installieren, nach dem Posten deinstallieren. Hey, du kannst auch, kann man sich so eine Nachricht machen, wenn man Instagram aufmacht, wo einfach drauf steht, willst du es jetzt wirklich aufmachen? Nein. Weil das würde mir schon lange, dass ich es nicht Das aufmache. Thema ist, gestern habe ich eben ein Video vom Dean Lamb geschaut, von Artspire, wo genau um das geht. Und wie er einfach viel produktiver und happier ist, seit er Instagram und Facebook vom Handy gelöscht hat. Ja, logisch. Und heute habe ich es probiert. Und beim Kack im Geschäft habe ich statt Instagram aufmachen Schach gespielt. Und ich fühle mich viel happier. Alter, ja, aber das ist ja so. Also, es ist wirklich, ich Also ich habe jetzt wirklich angefangen, wenn ich heimkomme, rühre ich mein Handy aufs Sofa oder aufs Bett, Ja. und dann wird das einfach so lange wie möglich nicht angelangt. voll. Dann gehe ich am PC und mache WhatsApp Web auf. Also bringen tut es genau nichts. Ja, aber dann machst du es nur, wenn du am PC bist oder so. Ja, Und dann ist nicht so wie bei mir. Es ist so Kollege, ich wie, bin ein YouTube-Kid von 2010. Ich bin 24/7 am Fair. PC, wenn ich nicht heim bin. Ich habe Same, vorher ja. Eversi-Stickers im Friends-Logo designt. ja. Gut, ich muss schauen. Heute bin ich im Büro gewesen, morgen bin ich im Homeoffice. I will report later if it worked. Aber ja. aber mindestens so der Brainrot-Moment, wo einfach irgendwie bist am Doomscrollen beim Der Schießen Moment, oder so. wo du Instagram zumachst auf dem Handy, weil du das Gefühl hast, ich kann es sehen, und dann nachher eine machst du- halbe Sekunde später Ja. machst du es wieder auf, weil du sagst, oh, Instagram! Oder machst du einen Switcheroo von Insta, Facebook und nachher gehst du von Facebook zurück auf Insta. Facebook ist wirklich, das ist für mich gestorben, das habe ich gar nicht mehr. Also falls ihr mich auf Facebook habt, der Ricky hat es auch schon mitbekommen, falls ihr mich auf Facebook habt und ihr schreibt mir und ich habe keine Antwort über, das ist nicht, weil ich euch hasse, das ist, weil ich es literally nicht gesehen. Lustigerweise, mit mir ist so oft passiert, dass ich einfach ein lustiges Video auf Facebook gefunden habe. Ich habe sie wieder schicken. Ja. So, ja, fuck, es ist Instagram. dann Und einfach nachher, so, und nachher nix. bin ich auf Instagram gegangen, um das Profil von dieser Person auszufinden, die das gepostet hat in Facebook, scrolle irgendwie 100 Videos ab, bis ich genau das Video gefunden habe und nachher schicke ich es dir. Ja, das ist, I love it. Deswegen, ich versuche jetzt mal einfach Eben so. darum, ich habe dir ja vor dem Podcast schon gesagt, ich wollte eigentlich, also mein Problem mit der Versus ist ja sowieso, ich muss langsamer reden, mein Problem mit der Versus ist ja sowieso, dass wir einen Lifetime-Ban haben, zum Ads schalten. Ja, das ist das Problem. Apparently haben wir Community-Richtlinien nicht eingehalten und dann haben wir einen Vorwurf bekommen, dass wir haben wollen die Kontrollinstanzen umgehen, was ich keine Ahnung habe, wie wir das hätten machen sollen. Und ich habe auch keine Ahnung, gegen welche Community-Richtlinien wir hätten sollen verstoßen. Das ist aber Hate and Crime, nicht? Das ist der Song Hate and Crime. Ja, wahrscheinlich ist der Titel alleine schon genug, dass er nicht funktioniert. Aber eben, das ist ja wieder das Problem. Der Song Hate and Crime hat ja eigentlich, ja, natürlich die zwei Wörter Hate Crime drin. Mhm. Das wird automatisch geflaggt vom KI. Weißt du wieso? Mhm. Weil Es ist nicht nur Hate, es ist Hate und Crime. es ist Hate Crime. Das sind die, weißt du, das ist wieder so ein Tagwort, wo da die unsere heile Welt nicht hören will. Fair, ja. Das ist Hate Crime. Das ist wahrscheinlich Weißt du, was ein damals. Das ist wahrscheinlich ja, das ist ja rassistisch. Aber weißt du, was ein Hate Crime ist? Ja, Ich habe nicht Lamati gekauft statt Eltoni Matte. das ist fucking Hate Crime. Und ich aber- kann die vergessen, die sind im fucking Kühlschrank, ich muss sie noch bringen. Ja gut, aber ist es ein Hate Crime? Weil El Toni hat uns ja noch nicht gesponsert. Zum Fair sein, wir haben sie ja noch nicht angeschrieben. Fair. Ja. Aber das ist schon fast ein Hate Wir Crime. sind so delusional, dass ich davon ausgehe, dass die Podcast schon mal gesehen Klar. Also was auch funny ist rein, wenn wir jetzt schon mal auf dem Thema sind, auf das, was wir sonst noch vor dem Podcast diskutiert haben, gehen wir nicht ein. Welche von allen Das- Hate Crimes, die wir drüber Nein, hatten. nicht das mit den Hate Crimes, das, was wir gesagt haben, dass man sich lustig findet, dass wenn du den israelischen Staat kritisierst für das, was er in Palästina macht, dass du gerade als Antisemit dargestellt wirst. Aha, Best Defense is a good offense. Genau, Okay. das ist leider wirklich so. Im Unihockey haben wir das ein paar Mal bewiesen. Mhm. Und es ist eben eigentlich funny, wenn du nämlich überlegst, ist an sich ein Hate Crime, Hate Crimes sind ja eingeführt worden zum Rassismus bekämpfen. Also ist es ein Antirassismusgesetz. Aber ein Antirassismusgesetz ist in sich rassistisch. Ja. Es geht nicht, dass ein Antirassismusgesetz in sich nicht rassistisch ist. Weil der Sinn von Antirassismus ist ja eigentlich, dass man Leute nicht anhand von Äußerlichkeiten unterscheidet. Dass man Leute nicht anhand von äußeren Merkmalen unterscheidet. Und ein Antirassismusgesetz, wo du also quasi ein Gesetz aufstellst, dass wenn ich dir sage, oder wenn ich jetzt dich würde umbringen, Mhm. würde das weniger grosse Strafe geben,
weil du weiss bist, wie wenn ich jetzt jemanden mit einer dunkleren Hautfarbe umbringen, das würde eine höhere Strafe geben. Das ist in sich fucking racist, weil es macht genau das, was Rassismus macht. Es unterteilt Menschen in verschiedene Kategorien. Im Endeffekt, the least racist people are colorblind people. Nein, das stimmt nicht. Doch, die sehen keine Farbe. Ja, aber nur weil ich keine Farbe sehe, kannst du trotzdem Ausländer haben. It's everything shades of grey. Ja, 50 Shades of Grey. Aber du musst nicht, schau jetzt, also weißt du, so Rassist, du musst jetzt nicht, wie formuliere ich das jetzt so, dass mein Satz im Kopf nicht so rauskommt, dass es nachher kann zusammengeschnitten werden, dass ich nachher ein Arschloch bin. Aber du musst ja nicht sehen, dass jemand anders aussieht, nur um ihn zu hassen, weil er von irgendwo anders kommt. Weißt du, was ich meine? Ich habe mich verloren. Also, schau jetzt mal, sagen wir es mal rein hypothetisch. Ich, blind, weißer Mitteleuropäer. Bist du blind? Also, hypothetisch. Hasse Leute, die nicht von Mitteleuropa sind. Aus Gründen. Wo fängt Mitteleuropa an? Wo hört es auf? Okay, ich wollte jetzt nicht weiß und schwarz sagen. Ich sage jetzt mal weiß und nicht weiß. Okay. Ich muss ja nicht sehen, dass jemand anders aussieht, wie ich zu einem hasse. Weißt du, was ich meine? Das ist so. Hast du mal die Folge von Chappelle Show gesehen, vom schwarzen Dude, der racist war? Ich habe nicht gewusst, dass er African American ist. Nein. Fucking so gut, ich liebe es. Fucking Dave Chappelle, Legend. Nein, aber. Ja, weißt du, was ich meine? Es ist ja wie. Also, weißt du, so. Ich sage immer, wenn eine Person ein Arschloch ist, dann ist sie halt ein Arschloch. Und wenn eine Person kein Arschloch ist, dann ist sie halt kein Arschloch. Weil Hautfarbe kein Kriterium ist. Wo exakt, das ist das, was ich meine. Hautfarbe ist kein Kriterium, um jemandem seinen Charakter beurteilen. Oder Akzenten so. Arschlöcher gibt es in jede Farbe und das Form. Ist so. Mit Bein, ohne Bein. Was aber sicher kannst machen ist, wenn jemand die Komplexität von mir hat, kannst du davon ausgehen, dass, wenn er kocht, dass es dann ziemlich bland ist. Fair. Also, zum Fernsehen. Stereotypes fangen irgendwo an. Also, sie haben ein bisschen Wahrheit drin. Deadpool 2 ist also drunter gekommen wegen dem Anime-Mädchen, oder? Mhm. Da sind ja alle, in Japan sind im Fall nicht alle so Anime verrückt und bla bla bla. Und ich bin ein Jahr voran in Japan gewesen und muss einfach sagen, Bretsche, der Tokyo Tower heisst dann im Fall One Piece Tower momentan und ist voll mit diesen hohen Animes. Look, Stereotype, dass Latinos immer spät sind, stimmt auch. Nein, das würde ich jetzt nicht so behaupten. Und je länger ich in der Schweiz wohne, desto pünktlicher bin ich geworden. Bruder, wie spät bist du am Anfang gewesen? Boah, spät. Ja. Ja. Ist halt so. Ich meine, ich bin ja cheap as fuck. Ja, aber jetzt, wo ich länger in der Schweiz bin, jetzt investiere ich in eine gute Kamera. Das stimmt. Nach 12 Jahren ist es soweit. Fair play. Voll. Sonst alle wie zum Fix sind wir da hingekommen? Keine Ahnung, aber bis jetzt, also im Fall, ich habe einmal eine Gitarre gekauft, die über 1000 Stutz war. Aber das ist eine Ausnahme. Deine PRS? Ja. Die ist sick. Die ist sick und ich habe seit 3 Jahren nicht mehr gespielt. Du hast seit 3 Jahren nicht mehr gespielt, sie hängt im Bandraum, ohne Liebe zu bekommen. Ja, ich kann die wieder mal verkaufen, aber niemand hat es kaufen. Du sollst sie da hinein, Ricky. Du sollst die Gitarre da hinein einmal pflegen und dann eine von diesen Gitarren im Bandraum hängen. Aber die Solar, wo fucking Black Friday Preis, der 300 Stutz kostet, hey, ich habe so schon eine Lösung für dieses Problem. Ja. Du nimmst deine PRS da hin. Mhm. Kaufst du eine neue Gitarre? Nein! Ich könnte eine von meinen Gitarren haben, um in den Bandraum hängen. Aber die ist nicht du hast ja deine Gitarre sonst im Pro-Programm schon aufgehängt. Ja, das stimmt. Das ist aber meine Dings, die ist im Taoist Proberoom, ja. Fair. Aber ja, Gitarre kann man nicht genug haben. Aber zum Glück habe ich schon seit ein paar Jahren nicht mehr neue Gitarre gekauft. Dafür kaufe ich jetzt Kameras. Ist halt irgendeine Sucht musst du haben. Also. Ich glaube, die letzte neue Gitarre, die ich gekauft habe. Neue Gitarre habe ich mir schon länger keine mehr. Ja, doch, die vertau ist. Die hat einen Grund gehabt. Ich habe eine Gitarre gebraucht, die böse aussieht. Ja. Aber wie sind wir auf 50 Shades of Racism gekommen? Ich glaube, es ist irgendwie über das Antirassismusgesetz gegangen. Wie sind wir zum Antirassismusgesetz gekommen? Ich glaube, wir sind so anti-racist, also unser Argument fast racist. Ja, eben, das ist das Problem, das ich vorher hatte.
Voll. Mit dem... Ich wollte... Ich weiss so... Ich hätte jetzt ein bisschen flapsig gesagt. Quasi eben also Lass mal Arschlöcher... ein bisschen Patriarchat unterstützen und Arschlöcher, weißt du, Lara schicken zum Mathe holen. Weißt du, das Patriarchat unterstützen. Also ich habe eigentlich... Also Arschlöcher brauchen keinen Grund, um jemand anders anhand von der Hautfarbe hassen. Weißt du, was ich meine? Ja. So, die können es ja... Ist ja gleich, ob es Hey Baby, kannst du uns Mathe bringen? Und einfach die Tür ganz, ganz klein aufmachen und einfach auf den Tisch legen, weil sonst geht das Ding auf dem Silvan drauf. Also der Ricky hat mega lieb gerade Thank gefragt. you. Er hat nicht verlangt. Voll. Das ist, Falls die Lara den Mate bringt, macht er das aus freien Stücken. das ist Soft Patriarchy. Was zum Fick ist Soft? Ich Keine freue Ahnung, mich, ich hab's noch nicht ich erfunden. freu mich jetzt schon auf den Kapitelabschnitt, wo Spotify setzt. Ja, das ist geil. Das wird fucking funny. Ja, voll. Wird's als Wie wird's zum geflaggt? Teufel sind wir dort hingekommen? Keine Ahnung, aber Jetzt Metal Server gibt es seit 3 Jahren. Normalerweise können wir es immer wieder rekonstruieren. Meinst du, wir schaffen es jetzt nochmal? Also, wir haben Shit aufgeschrieben zum Reden und wir haben noch nicht damit angefangen. Ah ja, das stimmt. Ja, und wir haben jetzt Wir haben schon eine halbe Stunde, das ist super. maybe, I don't know. Nein, ich habe es gesehen, wir haben eine halbe Stunde. Ah, sehr gut. Es sind 34 Minuten, die wir jetzt schon aufnehmen. Sehr gut. Das ist, ja, willkommen zum Metal Server. Wir kommen nie zum Point. Doch, wir sind eigentlich schon zum Point gekommen. Wir haben einfach uns wie auch keinen Punkt gegeben. Wir haben jetzt einfach gesagt, angefangen zu reden und dann sind Fair. wir irgendwie auf das Gespräch gekommen, das sich gerade entwickelt hat. Das ist organisch. Voll. Organisch, ja. Im Gegensatz zum meisten Online-Content. Im Gegensatz zu den meisten Followers von diesen Bands, die da rum sind. Ich weiß auch nicht, auf was ich raus will. Ricky, mach du weiter, das kann nicht mehr gut bei mir. Also, ich muss sagen, letzte Zeit überlege ich mir so, wie fucking. Muss es immer ein fucking Gimmick geben für Band-Content? Letztens hier mit den fucking Greek Outfits von Temu, wo nachher irgendwie gecancelt wurde, weil der Gitarrist irgendwie racist shit gesagt hat. Was wäre? Die so die weiße Anzüge haben, so Greek Temu Anzüge. Ah, ja. Das ist. Irgendwie hat sich ich weiss Hate bekommen, weil. Die mit dem Gifteli, die mit dem Ja, voll. Balkan-Breakdowns. Als ich das erste Mal was gesehen habe, ist so wie, fuck me, nochmal ein fucking Gimmick. Und Next Gimmick, Racism. fucking, ja, Next Gimmick Racism und ja. Nein, aber keine Ahnung, es ist irgendwie. By the way, wenn wir schon bei dem Thema sind, Ja. dürfen wir jetzt wieder Lost Prophets hören? Nein, glaub nicht. Wieso nicht? Also, Weil der Sänger kommt das Geld nicht mehr über. voll. Aber Und- seine Stimme ist imprinted in der Musik, Ja, wo. die Songs sind, auch wenn er ein Nuttensohn ist, die Songs sind trotzdem gut. Ja, voll. Ich meine. Und der Rest von der Band kann nichts dafür. Ja. Wenn es instrumental wäre, ist schon wahrscheinlich. Hey, ja, aber jetzt ist schon mal wie so das Einzige, was ja wirklich, wo du effektiv kannst sagen, hätte einen negativen Impact gehabt, wenn du Lost Prophets. Das sage jetzt ich als nicht Beteiligter und ohne irgendetwas. Aber also meiner Meinung, wenn ich jetzt das rekapituliere, ist ja, wenn wir ja, du könntest jetzt natürlich sagen, dass wir das immer noch, dass man quasi wie sagt, es ist ja nicht so schlimm gewesen, wenn man seine Musik jetzt hört. Aber rein so auf einem Level von was, ja, Nein, gut. es ist nicht eine ethische Frage, sondern eher eine emotionale Frage, weil Gesang ist sehr intim. Jo. Du hörst es gerade mit den Kopfhörern, deine Ohren. Es ist so, als ob du sagen, gerade da wäre ich. Das ist Ich ja kann so. flüstern. Und diese Stimme ist wahrscheinlich 20 Minuten vor Recording Kiddie Porno am Schauen gewesen. Aber es ist Und dann ist ja, aber irgendwie die Stimme, aber creepy. das Ding ist, der Song ist trotzdem ein Banger. Fair. Eben, Ich meine, Last Train Home, Alter, der Song. Wow. ich habe eben zum Glück nie Lost Prophets gehört, deswegen kann ich keinen Song. Es ist, wenn so zwei perfekte 2000er Modern Emo Anfang Metalcore. Ja, alright. Es ist wirklich Peak das. Also wenn so, Mhm. wenn das so dein Ding ist es eben so, das wäre die perfekte, das ist eben das Problem gewesen. Also Das ist ich eben das würd Creepy nie- Cute Cult, es wäre der perfekte Sound für eine Also Creepy ich Cute Cult würde nie Party. jemanden judgen, wo so ein Artist wird hören. Ich meine, hey, wenn du damit kein Problem hast, du go Okay. for it. Aber Ich meine, Leute hören immer noch Bursum, obwohl der fucking Dude ein Nazi ist. Ja, gut.
Und jetzt Nazis sind mittlerweile auch nicht mehr so schlimm. Und der Bruder ist voll TikTok-Content. sind ja alles auch Nazis mittlerweile. Wir sind ja alle, die Jugendlichen sind Nazis. In Deutschland haben wir wieder Der 1933. Bruder von Bursum ist voll TikTok am machen. Fuck me, Alter. Jedes Mal, wenn ich TikTok aufmache, sehe ich ein Video von ihm, wo ich etwas sage, fuck off, shut up. Ja, aber ich meine jetzt weißt, rein vom Level. Momentan, wenn man jetzt wieder Lost Prophets lost, die Leute, die Geld bekommen, sind die nicht in das Ganze involviert Ja, also sind. Und das sind vor allem auch die ihr Leben gefickt bekommen haben von dem Wichser. Ich finde die Musiker, die gespielt haben, und auch zum Beispiel wie die OG SI Dying Line-Up und so, ich finde es mega schade für die. Weil ich meine, die haben so viel vor allem das ganze Leben investiert auf das. Und also, das. vor allem Lost Prophets ist ja, glaube ich, auch noch, dann in dem Moment, ich habe mal ein Interview gesehen mit dem Sänger von The Blackout, der hat gesagt, ja, die hätten ja nachher nichts mehr gehabt. Weil es ist ja nicht nur so gewesen, dass die Band sich aufgelöst hat, es hat auch alles gestoppt, was Geld gebracht hat. Ja. Weil wenn eine Band sich einfach auflöst, wenn einer sich daneben benimmt, so, ja, dann werden die Lieder und weißt du, wenn einfach so eine Band sich auflöst, weil ein Bandmember das Gefühl hat, er hat jetzt keinen Bock mehr, benimmt sich mit Double und nachher sagen die anderen, fickt euch, wir lösen das jetzt auf. Ja. Dann kommt ja immer noch, wie wir vorher bei der Swiss gesagt haben, kommt ja immer noch Geld rein. Mhm. Und durch das ist wie dein Lebensunterhalt noch da. Aber das hat bei Lost Prophets ja alles instantly aufgehört. Das ist ja an dem Tag, wo der Sieg verurteilt worden ist ja die Band nicht nur aufgelöst worden, sondern auch komplett vom Radar geswiped. Obwohl, ich glaube, wenn wir jetzt Spotify-Zahlen schauen, wahrscheinlich läuft es immer noch. Die sind nicht mehr auf Spotify, Bro. Nö. Es ist nichts mehr von dieser Band. Also vielleicht sind sie jetzt wieder, aber die sind nicht auf das ist komplett, das ist der Sänger von The Blackout hat in dem Interview wirklich gesagt, die Band ist komplett vom Erdboden verschluckt worden. Weil niemand hat sie mehr gelost, weil sie einfach nichts mehr haben wollen mit dem zu tun haben. Kein Record-Label, kein Label hat mehr etwas mit ihnen zu tun haben. Ja. Niemand hat mehr etwas mit ihnen zu tun haben. Das heisst, die haben ergo ihren gesamten Lebensunterhalt verloren. Mit also dieser einen Lost Situation. Prophets haben 286'000 Monthly Ja, aber Listeners. das wäre jetzt wesentlich mehr, wenn es. Ja, seit wann sind die wieder auf Spotify? Weil es ist eben so, dass also Last Train Home hat 20 Millionen Streams. Okay, ja, aber das Zeug ist zwischenzeitlich garantiert nicht mehr auf Spotify gewesen, weil ich habe es nicht gefunden auf Spotify. Ja. Danke vielmals. Thank you. Danke vielmals, Lara, fürs Bringen von der Mathis. Danke, Lara. Danke. Und eben, die haben zwischenzeitlich quasi wirklich, also dort, in dem Moment haben sie sicher nicht mehr gelaufen. Darum darf man jetzt wieder Lost Prophets hören, weil er kein Geld mehr daran verdient. Also für alle, die sich fragen, der Sänger von Lost Prophets ist in Britannien zu 35 Jahren Haft verurteilt worden, weil er ein Pedo ist. Und dann ist er im Knast zweimal schon gestabbt worden, weil er sich anscheinend daneben benommen hat. Voll. Weil er Drogen gekauft hat und sie nicht gezahlt hat. Und letzte ist er eben, ja, wie wenn man das, final gestabbt worden. Voll. Final Countdown. Das ist final gestabbt worden. Also das heisst, er kommt das Geld nicht mehr über. Und jetzt ist mir so meine generelle Frage, so, darf man jetzt wieder Lost Prophets hören? Ja. Wie wir gesehen, also 286'000 Leute denken ja. Ja gut, aber die haben wahrscheinlich vorher schon Lost Prophets gelassen. Ja, ich meine, hängt von meiner eigene ethische Moral-Einstellung und Stand dazu. Also. Ja, aber mir geht es jetzt nicht um die eigene ethische Einstellung. Ich wollte ein generelles Statement, ob man das machen kann oder nicht. Aufgrund vom Fakt, dass das Geld nicht mehr zum Ian Watkins kommt. Also. Ich finde schon. Eben, also, jetzt kommt das Geld nicht mehr zu ihm, jetzt kann man wieder. Rein finanzflussmäßig, ja. Also, rein Cashflow-mäßig. Rein Cashflow-mäßig, genau. Ja. Ob du jetzt selber mit dem klarkommst, dass ein Pädophile singt Last Train Home, das ist natürlich die andere Frage. Aber rein finanzielle Unterstützung. Gibt es dafür vielleicht jetzt eine Klausel in so Bandverträgen, dass wenn du als Pedo verhaftet wirst, dass nachher keine Rights mehr auf Musik hast? Ich glaube inzwischen mit so vielen Deathcore-Vocalists, die Minors anschreiben, das ist ja wie... Darf ein Bandvertrag sein? Nicht? Nein, wie du hast ja den Song geschrieben. Fair. Aber deswegen, du kannst als Klausel in Bandvertrag nicht tun. Ja, aber das hat ja nichts mit dem Bandvertrag zu tun. Deine Rechte am Lied. Das ist quasi ein Revoke oder eine Änderung von dem, dass es nachher an die Mitglieder geht. Wäre mal eine Idee. Keine Ahnung, wie man das kann.
I don't know, ich bin kein Also da wird ja Kein Anwalt. da wird ja auch keiner von der Band das unterschreiben, wenn er es... bist ein Anwalt und weißt Ja, mehr davon. ich weiss nicht, Gib dass Bescheid. du das Urheberrecht kannst aufheben wegen so etwas. Weil das ist also Urheberrecht, das ist ja nicht Geld, das in dem Moment quasi... wir reden jetzt ja nicht von den Konzerten oder von den Verträgen, sondern wir reden jetzt von dem Geld, das über das Visa, blöd gesagt, also die Tantiemen, die reinkommen. Und das ist also Urheberrecht und der hat den Song ja geschrieben. Also du quasi, und dann... Ob du das kannst auflösen, glaube ich eben nicht. Weil wenn die Person dann wenn die Person dann absolut grottige Person ist die Person immer noch der Urheber von dem Stück. Wäre das ein Civics-Fach, oder? Was? Ist das so? Keine Ahnung, ob das ein Honda ist. Oder wäre das Civics oder ist das eine Philosophie? Was ist Civics? Keine Ahnung. Civics ist so, ich glaube, was ethisch und was ethisch ist und so. Also das ist ganz klar Recht. Recht, ja, definitiv. Ist Civic, Aber es ist eine ethische Frage, da hast du recht. genau, Civic is the study of government, citizenship and the rights and duties of individuals within a society. Das ist schon Civics. Ja, Bro, ich rede Deutsch, nicht Englisch. Ja, fair. keine Ahnung, was es Civics ist a sind. field of study. Study of the civil and political Ja, rights was and ist denn das auf obligations. Deutsch? Civics, Deutsch. Wahrscheinlich recht. Wahrscheinlich recht. Sozialwissenschaften? Äh, BWL? Bürgerkunde, Staatsbürgerkunde, Gemeinschaftskunde, Boah, der Sozialkunde oder politische Bildung. Bürgerkunde tönt einfach auch rechts, Alter. Ja. Wenn du Bürgerkunde studierst, bist du automatisch ein Nazi. Kannst du mir sagen, was du willst? Sorry, Bürgerkunde. Bürgerkunde, ja voll. Bist Bürgerkunde-Fachmann? Ich glaube, das kannst du auch nicht studieren, Alter. Wahrscheinlich. Das heisst bei uns anders. Das ist bei uns irgendwie Wahrscheinlich. Recht oder so. Wahrscheinlich musst du studieren. Du musst ja, Recht studieren für so Sachen. Wahrscheinlich. Also Jura. Aha. Also Silvan, Mhm. seit wir uns letztens gesehen haben, was hast du was gemacht? Keine Ahnung. Das haben wir das letzte Mal gesehen. Also Konzert gespielt. 25. November Ich ist glaube, 2 Konzerte gespielt. Podi haben wir am 26. November released. Yes. Was haben wir am 26. November im Podcast released? Ja. Ah ja, stimmt. Folge 26. 82 ist gesehen, jetzt ist 83. 26. November, wir haben am 25. den Podcast aufgenommen. Ja, wahrscheinlich. Ja, an dem... Das heisst, ich bin in Wochen vorher bin ich Drum recorden. Mhm. Das heisst, zwischendrin habe ich noch Bass recorded. Erzähl mal, wie läuft Recording? Ich bin im Europapark gewesen, 2 Tage, wo Rulantica am Tag vor der Eröffnung die Heizung ausgefallen ist. Dann war es ein bisschen kalt gewesen. Spielst kalt? Dann habe ich probt mit den Versis. Und ich habe 2 Black Metal Bands, die ich eigentlich schauen wollte, verpasst wegen dem. Und Harakiri for the Sky habe ich nicht gesehen und Groza habe ich nicht gesehen. In der Zwischenzeit habe ich mit Physiotherapie angefangen. Wegen meiner Schulter. Wie läuft Schulter? Nicht wegen der Schulter, wegen dem Schlüsselbein. Und ja, wie wir läuft's? Läuft's haben gut? mit Versis im Ebri gespielt. Wie läuft Ich Schulterbei? habe Valera und Safer Last Breath gesehen. Mhm. Ich habe... Wie läuft Schulterbei? Ja, Schlüsselbein, Alter, nicht Schulterbein. Aber ich bin noch nicht fertig mit Recap. Alright, fair. Dann habe ich... Dann haben wir Bass recorded. Mhm. Ja. Und dann ist auch schon... Ja, dann ist... Oh ja, dann ist eigentlich auch schon jetzt. Mhm. Ja, Schlüsselbein ist lustig. Physio hat herausgefunden, dass... das ist funny, dass jetzt wird es lustig, mein linkes Schulterblatt, das bewegt sich anscheinend anders wie das rechte Schulterblatt. Und durch das kann es sein, dass mein Schlüsselbein in irgendeine Fehlstellung reingekommen ist oder in irgendeine Korrekturstellung reingekommen ist, weil es ist nicht ganz gleich positioniert wie das andere. Und irgendwie zusätzlich hat sich das dann auch noch entzündet und jetzt muss ich so ein bisschen Fitness, so ein bisschen Oberkörper, Schulter, Krafttrainings, Beweglichkeitsübungen machen, dass das wieder gut wird. Und das Lustige ist, was meine Physiotherapeutin sehr kaputt macht, ist, dass wenn ich mit Gewicht Übungen mache, wo eigentlich da Schulter und Schlüsselblatt Vollgas involviert sind, merke ich es nicht. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel so meinen rechten Arm jetzt rechts irgendwo andrücken
und dann quasi mich so, wenn ich jetzt würde mit so an der Wand anstehen und meinen rechten Arm an die Wand heben und dann Richtung Wand drücken und den Rest von meinem Körper stabilisieren, dann tut das weh. Okay. Was in dem Sinn interessant ist, weil das Schlüsselbein gar nicht involviert. Alright. Also checkst du, wie ich meine? Weißt du, wenn ich jetzt da so, Schlüsselbein ist echt der Rebell. Ja. so, das Okay, tut dem Schlüsselbein weh da. Aber nur da am Spitz vorne. Oh, ja. Was eigentlich gar keinen Sinn macht, weil das Schlüsselbein nicht involviert ist in dieser Bewegung. Ja. Ja, das ist das. Ja, was ich von dem gelernt habe, ist, dass das Schlüsselbein nicht am Bein liegt. Ist so, wenn du einen Schlüssel, so einen Schlüssel tätowiert hast, hast du ein Schlüsselbein, Alter. Schau mal, wo du gesagt hast, Schlüsselbein, ich habe gemeint, du hast dich am Bein verletzt. Ja, du hast gesagt, du kannst laufen. Ich so, ja. Ich sehe das Problem nicht, Ricky. Boah, wir haben einen Weihnachtsbaum da hinten, so geil. Ja, voll. Jetzt eine Pflanze da rein. Geil. Mhm. Ja. Ja, wie läuft Tau's Recording? Tau ist Yours Ich Recording. kann gerade sagen, das muss ich dich fragen, Alter. Sorry. Ja, willst du schnell, dann kannst du mal schnell reden. Dann haben wir voll. noch kurz. Was haben wir gemacht? Deutschland haben wir mit Tau gespielt. Ja, das ist sehr lustig. Das war funny gewesen. Bruder, was eine Location. Ja, ich glaube, Backstage Schreib mal schon Brian. ist letztes Mal vor 20 Jahren geputzt worden. Bruder, das ist, also, es ist Und wieder mal so ein Venue gewesen, wo drinnen geraucht wird. voll. Also das Und ist halt ganz höchstwahrscheinlich auch der Schimmel nicht stinkt, weil so viel Rauch da drin hat. Ja, voll. Das ist schon recht insane. Und ja, aber sonst war es wirklich geil gewesen. Wir haben mit I Cried Your Name von Basel-Lörrach, Jo. mit Bastion von Mulhouse. Oui. Ich habe herausgefunden, man nennt es Mulhouse und nicht Mühlhaus. Und Ja, Mulhouse ist französisch. Also mal auf Deutsch heißt es Mühlhausen. ich habe gemeint, so wie Mühlhaus von glaub, Simpsons. Nicht Und ganz. einfach mit Müll. Aber eben auf Deutsch heißt es Mühlhausen. Mühlhausen? Ja. Okay. Eben Mühlhaus und dann Mulhouse und dann Mulhouse. mit Krise von Berlin, Wo effektiv Krise hatten. wo Krise hatten, wo mit der Deutschen Bahn gefahren sind. Die sind von Berlin Also mit der ist- Deutschen Bahn nicht runtergefahren, ja. Die sind Insane. die spielen gerne Lotto. Ja, wir sind da fast nicht angekommen. Ja, wirklich. Und ja, aber es war mega lustig gewesen. Brutal. Ja, ihr Sänger hat dann irgendwann wirklich sind sie zu uns gekommen, hey, können wir vielleicht Slots wechseln, weil wir hätten als zweite Band gespielt und Krise als drittes. Weil ihr Sänger hat einfach seine Stimme verloren. Also die Ja, ist wirklich voll. nicht mehr rum gewesen. Es hat sie ja keinen gefunden von uns. Ja, ja. Und es war geil, wir hatten so ein Lagerfeuer draussen gehabt, wo Ja, wir das gechillt ist sehr haben geil gewesen. und gut gegessen haben. Weil drinnen ist geraucht worden und ich bin neben dem Merch gestanden und dann irgendwann, es ist so viel Rauch drin, ich habe raus müssen, weil mir schlecht wurde. Ja. Und dann sind der Daniel und ich eigentlich wie so ein als Ehepärchen am Feuerli gehockt und haben ein bisschen Lebensgeschichten erzählt. Ja, voll. Es hat ein herziges Hündchen gegeben, wo Ja. eine Mischung aus Chihuahua, Pug, nein, nicht Pug, Chihuahua, Pug und Pomeranian war. Ja, weird. So eine Dreier-Kombination, die einfach mega herzig Es war. haben draussen auch Leute gekocht, die irgendwie, ich glaube, das sind Dänen gewesen, oder Schweden. Mhm. Irgendetwas, weil die haben mit uns irgendwie Deutsch geredet, dann haben sie aber angefangen Englisch zu reden wieder mit uns, und dann wieder Deutsch geredet, Es dann ist wieder sehr Englisch und verwirrend ich bin nicht gewesen. rausgekommen. Ja, same. Aber das Essen war sehr gut gewesen. Das war sehr geil gewesen. Und voll. Das ist Und wir gut. sind vor allem das Geilste war, das war ja eine Bar gewesen. Und wir sind am Anfang dort in die Bar rein und haben so das Gefühl gehabt, Holy zum so fuck. Drinks holen und dann haben wir so das Gefühl gehabt, fuck, Bro. Ja. Also wir werden da noch abgestochen, weil, Ja. weil was wollen die langhaarigen Leute da? Das ist der Fall, ich mich Ich bin der einzige rein, langhaarig. einfach so wie Unchillige Vibes. wie so könntest du die richtige- Szene beschreiben? ja, deutsche Dorfalkoholiker-Kneipe ist das gewesen. Ja, voll. Die schon am 9 Uhr am Morgen dort Ja, so, dort drin ist geraucht worden, es hat einen Ja. Fliesentisch gehabt. Und wir so, Scheiße, Ja. Alter, ich gehe da rein sicher nicht Getränke Beim holen. Reinlaufen haben wir gerade den Altersdurchschnitt um 30 Jahre gesunken. Ja, und der Lungenkrebs- und Hautkrebsdurchschnitt auch Ja, definitiv. gesunken wie Sau. Das war crazy gewesen. Und dann sind wir aber nachher, bin ich vor dem Gig habe ich gedacht, hey, komm jetzt, ich muss nicht fahren. Ich habe mich am Deme von Save Last Breath orientiert und habe gesagt, ich mache jetzt einen Deme. Mhm. Haben wir einen Gin Tonic geholt und haben wir Ja. einen Gin Tonic auf die Bühne geholt. Dann bin ich dort reingelaufen und dann ist Vibe komplett changed. Ja, fair. Chillige Musik gelaufen, Mhm. alle unter 40, Schon.
gemütliche Stimmung da drin, wirklich komplett 180. Ist einfach, weil wir nicht am 4 Uhr am Nachmittag waren. Ja, am Abend ist dann einfach so die Kneipe, wo halt die Dorfjugend am Hängen war. Und dann ist es wirklich komplett 180 gewesen. Und dann Am 4 Uhr sind OGs drin. Ja, am 4 sind OGs drin. Ich habe, wo wir draussen am 4 waren, habe ich gesehen, wie eine ältere Dame rausgelaufen ist und fast nicht laufen. Ja, genau. Und dann am 4 Uhr und dann am Abend um 8 Uhr ist dann so die in den Ausgang gehen, die gewesen. Das sind die, die es wollen und nicht die es brauchen. Ja, genau. Nein, aber das ist dann cool gewesen, dann ist es vorher nice gewesen. Dann ist der Bar-Stuff auch nicht mehr ein alter, hässiger Mann gewesen, sondern junge, hässige Damen. Nein, die sind nicht gewesen. Super gewesen. Spaß gemacht. Und dann habe ich mir den Gin Tonic geholt, dann sind wir nachher noch mal schnell etwas trinken holen drin und ein bisschen gehängt. Das war wirklich geil gewesen. Ja, das ist wirklich cool. Ja, aber der Rauch da drin ist ja insane gewesen. Zum Glück hat es in der Nähe von der Bühne niemand geraucht. Das ist schon chillig. Ich glaube, ich hätte gekotzt. Ja. Also hätte ich dann müssen Vocals machen, hätte gekotzt. Ja, nein, Ich weiss nicht, wie du das geschafft hast. Ich habe es geschafft, aber schlimmer war es am Bunker, weil Ja. am Bunker ist noch heiß. Ja gut, aber im Bunker hat niemand geraucht unten. Doch. Im Bunker innen nicht. Nicht während, aber zwischen Bands schon. Nein, im Bunkerräumchen hat doch keiner geraucht. Ja, gemeint, jemand hat geraucht. Vorne dran haben sie geraucht. Gerade vorne dran, aber im Bunkerräumchen haben sie, glaube ich, nicht geraucht. Ah gut. Ich weiß Ah nicht. gut, anyway, aber du hast ja schon mal geraucht. Ja, Ich kann mir nicht, also weißt du, was ich meine? Ich kann mir nicht, das ist vielleicht ein bisschen chilliger nein, dann, aber... fuck no. Ich habe schon gehört, dass Leute, die gesagt haben, wenn du mal selber geraucht hast, ist es weniger schlimm, wie wenn du noch nie geraucht hast. Könnte ich wieder den Vergleich nicht machen. Ja, ich fange jetzt nicht an rauchen, um zu Nein. vergleichen. Nein, aber es war ein cooler Gig gewesen. Zweiter Gig mit Haus in Deutschland. Ja, sehr geil. Ja, stimmt. Ja. Stimmt, true. Voll. Also vor allem war es geil gewesen, dort, wo wir uns alle bambuselt haben. Der war sau stark gewesen in dem Moment. Ah ja, voll. ja. Wirklich eine solide Show gewesen. Ja. Also wirklich Sound Mega. geil gewesen, gut gespielt. Und dann beim einen Song habe ich so einen Schluck Wasser trinken, weil es einfach warm war und nach Rauch gestunken hat. Und ich habe so die Wasserflasche in der Hand und ich denke so, okay, der Ricky ist gerade so zurückgelaufen. Ich dachte, okay, der Ricky du hast nämlich genau das Movement gemacht, das du damals machst, wenn du deine Wasserflasche holst. Und ich so denke, okay, der Ricky holt jetzt seine Wasserflasche, dann kann ich auch noch einen Schluck nehmen. Wasserflasche genommen, aufgemacht, angesetzt und in dem Moment macht es einfach ksch, ksch, ksch. Und ich nur so fuck. Und dann hat es angefangen und ich nur so hopp, rein und dann habe ich nicht gewusst, wo wir sind. Also ich habe nicht mehr gewusst, wie der Song geht. Dann zusätzlich auch nicht mehr gewusst, wo wir sind. Und dann habe ich gedacht, okay, einfach die Strophe kommt. Und dann die Strophe kommt, ich so, okay, nein. Der Mike schaut mich an, the fuck is going on? Der Danu zieht, also der Danu so, okay, ich nicke, wenn der Refrain kommt, weil der Danu, glaube ich, checkt, auf was ich raus will, irgendwie so. Und dann ist der Refrain gekommen und ich habe den Refrain gespielt und dann ist aber irgendetwas gleich nicht gut gewesen. Im Bass habe ich nichts gehört und dann hast du mir im Nachhinein gesagt, dass du auch nicht mehr gewusst hast, wie der Song geht. Nein, also wir sind Strophe am Spielen gewesen. Ich habe nämlich, also du hast zuerst nicht gewusst, was läuft. Es ist einfach offen gespielt, was gut ist. Ja, ich habe einfach mal ein bisschen Einfach rumgelernt. mal. Und ich habe einfach weitergemacht und nachher habe ich mich auch verloren. So, Und das war das Problem, Aber- wo der Danu gesagt hat, es kommt der Chorus, hast du nachher irgendetwas Nein, anderes das gesungen. Thema ist, ich habe angefangen zu improvisieren. Eben, Ich habe einfach Lines gemacht, wo eben das einfach ist, etwas. weil ich hans Und nachher die Strophe, ich habe vergessen, wie die Strophe geht, weil ich einfach Voll- es ist einfach Domino-Effekt gewesen. Heisst, ich habe Ja. eine Strophe gesungen, die ich in dem Moment erfunden habe. eben das Wo Problem einfach ist, nach etwas tönt. wenn du im Chorus natürlich angefangen hast zu improvisieren, ich habe den Chorus Voll. gespielt mit dem Danu. Ich habe den Ja. Chorus ziemlich sicher richtig gespielt. Ich habe nicht gehört, was der Mike gemacht hat, weil ich bin dann zum Basscave angelaufen, habe nicht gehört, was der Mike gemacht Ja. hat. Und weil du natürlich nicht den richtigen Chorus gesungen hast, habe ich das Gefühl gehabt, shit, wir sind nicht im Chorus. Voll. Und dann ist das ganze Spiel von vorne Zuerst, losgegangen. irgendwann hast du aufgehört zu spielen. Ja, dann habe ich simuliert, dass meine Gitarre einen Fehler hat. Ich habe gemeint, du hast einen Fehler. Ja, das Ding ist eben, ich Ja. habe gemeint, wenn ich jetzt kurz aufhöre, höre ich den Bass Ja, und deine ja. Vocals und Ja, kann voll. wieder einsetzen. Ja. Ja, ist Ich falsch habe gewesen. glaube eine Minute lang einfach improvisiert bei den Vocals. Ja, ich Und irgendwo, im letzten Chorus haben wir tatsächlich... Den letzten Chorus haben wir uns dann wieder gefunden, gell? Ja, voll. Ja, das ist dann gewesen. Dort ist dann wieder gewesen. Ja. Voll. Heisst, für alle hat es so ausgesehen, als ob du ein Problem mit der Gitarre gehabt hättest und sonst nichts ist passiert. Ja, das Das ist ist so. gut. Das ist so. Das ist Voll. so. Und Also sonst, ich bin auch rumgerannt, als hätte ich ein Problem mit der Gitarre. ja, voll. Also das war ein gutes Acting gewesen. Ich habe wirklich, ich habe Voll. auch so hinterher die Box gelassen, dort und dann irgendwann so, hey, egal was ich jetzt mache. Ich muss jetzt einfach schnell kurz Silence, Refocus und Nein, go. und irgendwann bin ich zu dir gegangen
und Hast gesagt gesagt, einfach, spiel einfach. Und ich einfach so, das hat mir eben auch nicht geholfen, weil du hast mir gesagt, spiel einfach. Und ich so, Bro, ich weiss nicht, wo wir sind. Einfach offene Chords spielen und einfach Ja, das machen. ist das, was du, das hast du mir im Nachhinein gesagt, das will ich jetzt auch wieder machen. Aber das ist gut gewesen. Das ist aber auch mein Fehler gewesen, weil in diesem Song haben wir keine Pause vorher dran gehabt. Ich hätte auch nicht trinken sollen. Ja, nein, aber auch ein Rat für Bands da draußen. Wenn du nicht weißt, was läuft, einfach offen spielen und Das funktioniert einfach etwas nur, probieren. Das funktioniert nur, wenn du im Drop-Tuning spielst und deinen Song was ist der Key? Der Key in Deutsch. B ist B. Wenn der Grundton Ja. die offene Leerseite ist, sonst musst du natürlich den Grundton schon verwischen. Ja, voll. Aber dann, ich meine, ich habe mir überlegt, Gitarre Emergency Faken ist auch gut. ja, ich habe mir überlegt, wir könnten mal einen Breakdown haben, für wen wir uns verlieren. Und wir einfach können sagen, Emergency Breakdown. Und einfach nachher gehen wir einfach um gleiche Breakdown. Und nachher fertig. Emergency Breakdown wäre geil. Voll. Wo wir so ein Keyword sagen. Der Oder Ricky so, einfach so, ja, das wär's. Ein Emergency Breakdown. ja, voll. Oder wenn ich irgendwie ein Zeichen mache, kann ich so, oder? Ja. Geht zu alle und mache so. Und nachher irgendwann dann einfach mache Breakdown und fertig. Ja. Egal in welchem Song du bist, in welchem Part, fuck it. Einfach Part, Alter. und einfach Breakdown und dann fertig. Und Alle niemand verwirrt. wird wissen, what the fuck. Das war einfach ein cooler Breakdown gewesen. Hey, das ist ein gutes Segway zum Eversis-Konzert im Ebri. Jawohl. Weil der Domi hat irgendwie ein neues Programm gehabt für Backing-Tracks und Click-Tracks. Und in der Probe voran haben wir irgendwie Mühe gehabt mit dem das hat dann beim Intro immer komisch eingezählt oder einen ausgelassen. Und wir so, okay, das liegt wahrscheinlich daran, weil dem Domi sein Laptop einfach nicht am Strom eingesteckt war oder irgendwie die Rechenleistung nicht gehabt oder so. Und wir so, okay, easy. Letzte Probe vor dem Gig ohne Butsch, weil wir nicht haben können, wir haben es nicht geschafft. Das ist so, wir haben so mühsame Arbeitszeiten und Schichten und alles bei Eversis. Wir haben es nicht geschafft. Wir haben vor 3 Monaten, wir haben gewusst, dass es ein Konzert ist, wir haben vor 3 Monaten einen Doodle gemacht. Es ist nicht gegangen, dass wir alle gleichzeitig in einem scheiß Bandraum sind. Dann haben wir gesagt, gut, was ist das kleinste Übel? Dann haben wir uns quasi müssen entscheiden, was ist uns jetzt lieber? Proben wir einmal das Instrument zusammen, ohne den Sänger, oder proben wir einmal mit einem Instrument weniger? Und dann haben wir gesagt, hey, Instrument zusammen, ohne den Sänger ist, glaube ich, das, was am meisten Sinn macht. Weil ich mache ja auch 40% Vocals, von dem her. Das funktioniert ja schon. Und der Domi, haben wir herausgefunden, der Domi könnte theoretisch gesehen Vocals machen, während dem Schlagzeug spielen. Das würde funktionieren. Er müsste sich üben, aber er könnte es. Und dann sind wir ins Ebri, was auch wieder mal ein bisschen cool war. Lexi hat reduzierten Eintritt bekommen. Nur 15 müssen zahlen. Anyway, Das ist zum ehrlichen Rant machen. Jetzt können wir den Rant nachher machen. Alright. Können wir den Ebri-Rant nachher machen. Alright. Auf jeden Fall haben wir dann haben wir gespielt. Es war fucking sick gewesen. Wir haben mit Chase the Pancake und Reed gespielt. 2 Bündner Bands. Reed haben wir ja schon mega lange spielen damit. Mit Chase the Pancake habe ich mit 4 Leuten spielen im Sommer. Dann sind wir in Burgermeister oder in Holy Cow sind wir Burger essen. Das war geil gewesen. Dann sind wir runter. Also wir haben Party des Jahrhunderts gehabt. Es sind sogar etwa 20 Leute gekommen, die eingezahlt haben. Crazy. Aber einen Donnerstagabend, wo Bad Omens noch gleichzeitig gespielt haben. Das war so sad gewesen. Wir sind um 4 oder 5 im Ebri gewesen. Es waren mega viele Leute im Ebri gewesen. Und dann also, so, jetzt gehen wir als Bad Omens Konzert. Und wir nur so, Ja, schade. Auf jeden Fall, Jason Pancake hat abgerissen wie Sau. Also wirklich, das ist wirklich sick gewesen. Also das ballert wie blöd. Jason Pancake hat richtig Spass gemacht zum Schauen. Auch richtig chillige Dudes, um ein Konzert zu spielen damit. Reed das Gleiche. Hure gut gewesen. Richtig fett. Auch richtig chillige Dudes, um ein Konzert zu spielen damit. Und dann sind wir gekommen. Und dann, dann ist einmal der Click-Track in unserem In-Ear wieder angefangen zu zählen. Pip, pip, pip. Und ich habe eine Wall of Death machen, aber ich habe keine Wall of Death gemacht. Dann habe ich eine Wall of Pancake gemacht. Und zwar ist dann die eine Seite da gestanden, die linke Seite links gestanden, rechte Seite rechts gestanden. Und dann müssen die eine Seite, die linke Seite hat, glaube ich, Pancakes gehabt und die rechte Seite hat Teller in der Hand. Und dann wenn der Song losgegangen ist, haben sie müssen
die Pancakes aufrühren und die andere Seite musste Pancakes fangen. Also so pantomimisch. Und weißt du, was das Lustigste war? Hey, ich habe noch nie so viel Engagement gehabt bei einer Ball of Death wie dort. Es haben alle mitgemacht. 100% von den Leuten in diesem Raum rein So haben geil. effektiv nachher sind so da gestanden, haben so den Pancake gerührt oder den Pancake gefangen und nachher haben sie sich trotzdem auf die Fresse gehauen, obwohl ich gesagt habe, es sei kein Ball of Death. Und dort ist dann quasi wie, hat es eingezählt und ich habe angefangen zu spielen, dann habe ich gemerkt, dass es abgebrochen ist, dann habe ich es nochmal abgebrochen, das hat dann einfach so ausgesehen, als ob ich einfach gespielt hätte. Und dann hat der Clicktrack nochmal angefangen einzuzählen und dann haben wir den Song gespielt und dann ist irgendwann haben wir also ältere Song, Hope Song, der noch so eine Techno-Party in der Mitte hat. Dort haben wir den gespielt und dann irgendwann kommt der Electro-Part rein. Und ich habe auf den Klick gespielt, der Domi hat auf den Klick gespielt und dann kommt der Electro-Part rein und ich habe den zum Glück gehört auf meinem In-Ear. Und dann bin ich am Spielen und ich so, Motherfucker, irgendetwas ist falsch. Und ich auf den Klick gelost. Also aufs Metronom, das zählt 1, 2, 3, 4. Also ich wieder aufs 1 angefangen. Ich so, Bruder, irgendetwas ist falsch. Und dann habe ich realisiert, dass Speed von der Session? Nein, ich weiss nicht, was es war. Es hat ja funktioniert. Es hat ja alles funktioniert bis dahin. Und dann habe ich gecheckt, dass wahrscheinlich hat irgendwie der PC gesponnen und dann hat sich der Clicktrack verschoben. Also wahrscheinlich ist dort einfach wieder irgendetwas, hat sich aufgehängt und dann ist der Clicktrack verschoben gewesen zum File. Also zum Audio-Track im Hintergrund. Das heisst, der Clicktrack ist aufs Eis gekommen, aber der Techno-Part ist schon 2 Beats. Also ich habe schon mal aus Versehen Zeug verschoben in der Session. Ja, aber das ist ja nicht, wir haben das in der Probe vorne hat es funktioniert. Es ist irgendetwas muss ich dort aufgehängt haben mit dem Laptop, irgendetwas ist dort nicht gut gewesen. Auf jeden Fall ist das einfach irgendwie nicht mehr gut gewesen. Dann haben wir dort gespielt und dann ich so, shit. Und dann habe ich aber angefangen auf den Electro-Part zu spielen. Dann hat der Domi das auch gecheckt und hat dann auch angefangen auf den Electro-Part zu spielen, was sau mühsam war, weil es ist nicht einmal aufs Eis war, sondern es war irgendetwas gewesen. Habt ihr, Bruder, ich habe keine Ahnung. Musst mich nicht fragen. Ich weiss nicht, was mit dem Ding läuft. wenn du zum Beispiel, wenn ihr Regions habt, zum Beispiel pro Song oder so, Ricky, und in der Region vorher du ein Tempo anpasst, dann kann das beeinflussen die Sachen, die nachher kommen. Ricky, I'm just saying. ich habe nichts mit dem Zeug am Hut. Okay. Ich habe Technik, machen Timo und Domi. Voll. Ich habe nichts mit dem Zeug am Hut. Ich kann es so wirklich nicht sagen. Secret Tip in Reaper, wenn ihr Regions habt, Wir haben dann nicht besteht okay, fuck, dann weiß ich nicht. Was habt ihr? Keine Ahnung! Wir haben nicht Reaper, mehr weiß ich nicht. Alright. Das ist mir auch scheißegal. Sonst Tipp, falls ihr Das hat bis jetzt. unterschiedliche Regions habt und die dritten Song habt ihr etwas und im zweiten Song, wenn ihr das Tempo ein bisschen anpassen, dann schiebt es am Ende von der Regions, um es zu machen und nicht in der Mitte. Weil sonst hast du ein Problem. Was auch immer der Ricky sagt, das wird stimmen. Wow. Ich habe das ist schon gehabt, wo ich irgendwie 13 Songs hatte und nachher ein Song in der Mitte einfach Tempowechsel gemacht habe. Und einfach die ganze fucking 6 Songs, die nachher gekommen sind, einfach ein bisschen verschoben gewesen. Das ist eigentlich kein Problem, weil eigentlich wäre das bei uns eigentlich kein Problem gewesen. Was dumm ist, nach dem Song haben wir noch das Ende, weil der Song Dragging Down, den hast du ja gemischt von uns, oder? Ja. Und recorded. Und sind wir ehrlich, du weißt, dass das Lied ist einfach ein langer Aufbau zu einem Breakdown. Genau. Da haben wir einfach gesagt, ja, wir machen das jetzt live so, wir hängen einfach den Breakdown hinter Hope-Song an. Und dann bin ich so da gestanden und schaue so den Domi an, weil das fängt direkt an, nachher einzählen. Und ich schaue so den Domi an, am Ende von dem Song, weil er hat dann den Clicktrack haben wir nicht können abstellen, weil der hängt ja zusammen mit dem Electro-Track. Das heisst, wir haben den ganzen Song nachher müssen verschoben zum Clicktrack spielen. Ja. Was ja easy ist. Oder ich weiss auch nicht, vielleicht hat er es dann abgestellt. Keine Ahnung, wie wir es gemacht haben. Er hat dann, glaube ich, irgendwie, dann haben wir ihn fertig gespielt und ich schaue einfach so den Domi an. Und beim letzten Ton schaue ich ihn so mega verwirrt an und er einfach so schaut mich an und ich habe so meine rechte Hand genommen, so gemacht und er so gut. Weil das Problem war, hätte er den weiterlaufen lassen, hätte ich wieder einsetzen im richtigen Zeitpunkt, was natürlich nicht funktioniert hätte. Ja. Und dort wäre es dann ganz sicher auch verschoben gewesen. Dann haben wir einfach quasi den Song nicht fertig gespielt. Okay, ja. Hat niemand gemerkt. Ja, niemand gemerkt. Im Endeffekt, das einzige Weg, in dem Leute es merken würden, wäre, wenn eine Person stoppt und auch verwirrt rumschaut. Das kannst du nie machen bei einem Konzert. Man kann schon, musst einfach, wenn du verwirrt rumschaust, musst du einfach deine Gitarre verwirrt anschauen. Voll. Das definitiv. Einfach instantly, wenn irgendetwas ist, einfach gerade einfach stoppen, Pedalboard an und dann einfach den Rest von der Band das handeln lassen. Was ich würde, weil das habe ich schon mal gesehen bei Live-Bands, die einfach unterbrochen haben und gesagt haben am Drummer Stopp, oder fangen wir neu an oder so. Also das haben wir auch schon mal gemacht, aber das war unser erstes Konzert nach Covid.
Ja, fair. Wenn Wenn es gerade am Anfang vom Song ist, easy. es ist noch viel besser gewesen, es ist nicht am Anfang vom Song gewesen. Ja. In Neffels. Mhm. Das ist noch lustig gewesen, dort habe ich ich weiß nicht mehr genau, wer das war, irgendjemand hat mit mir geredet und der hat gesagt, er kennt einen und der hat das Gefühl gehabt, die hätten mal in Neffels so ein Konzert gehabt und der hat gesagt, so eine hure geile Band gewesen, die eigentlich viel zu gross war für die Location. Und die sind irgendwie aus Zürich gekommen und die sind so hure spontan eingesprungen und die haben, glaube ich, irgendwie so Everest geheißen. Und ich nur so, Bruder, was? So, das war wir gewesen. Das war geil gewesen. Wir haben anscheinend einen Eindruck hinterlassen. Geil. Auf jeden Fall sind wir dann, dort haben wir angefangen und dann haben wir so hure viel Nebel auf der Bühne. Unser Intro ist gelaufen und irgendwie hat einfach etwas nicht gestimmt. Ich weiss nicht mehr, was es war. Irgendetwas war auf jeden Fall falsch gewesen. Ich glaube, ein Timo sein Bass ist nicht richtig gestimmt oder so. Da sind wir dort gehockt und dann haben wir das Gefühl gehabt, halt, stopp, das Ganze nochmal. Und dann sind wir wirklich, literally, nochmal von der Bühne runter, haben das Intro nochmal laufen Okay, aber das ist lassen. funny, das ist funny. Haben das Intro nochmal laufen lassen und sind dann nochmal gekommen. Das ist funny. Ja. Ja, das ist funny. Also gut, ich glaube, so wie der Abend dort war, ist das auch der perfekte Abend gewesen, um das zu machen. Weil nachher ist ja The fucking Thinking Earshakers 2 Electric Boogaloo gekommen. Die sind ja auch so funny gewesen. Und dann ist es, glaube ich, schon gut gewesen. Aber eben, dort haben wir wirklich gesagt, halt, stopp, ihr habt es verdient, dass wir das korrekt machen von Anfang an. Wir kommen nochmal. Ja, fair, Dann sind wir hinterher und anführen. Das war lustig gewesen. Fair. Ja, und dann ist die Lexi gekommen und hat gesagt, das sei jetzt ohne Scheiß die beste Aversis-Show gewesen, die sie je gesehen hat. Und wir nur so, ja, fuck, den Fall dürfen wir nicht mehr proben. He? In Neffels oder? Nein, die in Ebri. Okay. Jetzt komme ich zu meinem Rant. Yes. Ich liebe es Ebri. Ebri ist die Location, wo jede Zürcher Band startet. Mein Problem mit dem Ebri ist das Handling von Crew. Und zwar, noch nie habe ich das Problem gesehen, weil in der Regel, wenn du in einer Band bist, vielleicht hast du, wenn du Glück hast, einen guten Kollegen hast, einen Crewmember, der dich hilft beim Aufstellen, beim Transportieren, beim Merch verkaufen. Vielleicht sind deine Kollegen ein spezielles Talent und helfen beim Filmen, beim Mischen, beim Fotos machen, beim Videos machen. Und Crew in der Regel kommt ins Konzert rein, die sind Teil von deiner Gruppe, sie spielen nicht auf die Bühne, aber sie sind Teil von der Gruppierung von der Band. Sie sind Crew. Es können Lichttechniker sein, Videotechniker, Fotograf, Fotografin, Soundtechniker, Merch verkaufen, einfach helfen aufstellen, einladen, ausladen, fahren, egal. Und Crew zahlen keinen Eintritt. Und da haben Ebri das Problem. Weil sie verrechnen Eintritt von allen, die nicht auf der Bühne sind. Und das ist absolut dämlich, muss ich ehrlich sagen. Also, ich bin richtig hässlich geworden. und ja, also wir haben dort gespielt und wir haben Nina gehabt, Lichttechnikerin von Taoist und der Luki, der Vocal Feature gemacht hat. Sogar auf der Bühne. Das war auf der Bühne. Sogar auf der Bühne kommt. Und es ist von ihnen erwartet worden, dass sie Eintritt zahlen. Ich habe mich beschwert. Ich habe gesagt, hey, look, wenn ihr das Problem habt, dann fucking ziehen von der Gage weg, ist mir scheißegal. Und ich finde, lustig war das, der Janik von Sons of Coherence, der ist reingekommen und die an der Tür hat nicht geglaubt, dass er in der Band spielt. Das ist dem Roman auch schon passiert. Ja, der Janik ist Crew, dementsprechend muss er Eintritt zahlen. Und er hat mir das Bandfoto zeigen, um zu beweisen, dass er Teil von der Band ist. Leute, ihr könnt nicht mit Artists so umgehen, Mann. An dem Abend war der Laden voll gewesen. Es war voll gewesen. Es sind wahrscheinlich 80 Leute oder so drin gewesen. Wahrscheinlich 70, 80, I don't know. Aber es ist egal, wie viele Leute drin sind. Behandelt einfach Bands und Crew mit Respekt. Fucking... Ihr macht nicht das Favor. Oder es ist nicht Charity, Alter. So wie... Ich meine, am Ende vom Tag, wir machen kein Geld mit dem. Wir machen es aus Liebe, für die Musik, für die Community, als Bands.
Jo. Und auch als Veranstalter und als Bookers und alles. Ich meine, wir machen etwas für die Community. Von nachher fängst du an dumm tun mit der Community selber. Es ist wack, es ist ass. Mach's nicht, es lässt nachher so einen bitteren Nachgeschmack. Ja. Weil der ganze Abend war cool gewesen, Vibes sind da gewesen, Energie war super gewesen, Leute haben mitgemacht, gefeiert, es war geil gewesen. Wir lieben das Ebri. Ich komme im Ebri an Konzert, seit der Ebri eröffnet wurde, ist im 2012, 13, I don't know. Man munkelt, das Ebri ist ich habe im Ebri schon gespielt, wo sie nicht einmal ein Mikrofon hatten oder beziehungsweise Mikrofone sind nicht im Angebot gewesen. Du hast können Mikrofon mieten, aber es ist nicht Teil von dem Ding gewesen. Sie haben keinen Ständer gehabt, sie haben kein Kabel gehabt. PA ist gut mittlerweile. PA ist ass gewesen für 10 Jahre, jetzt nicht mehr. Du gehst im Ebri nicht für Soundqualität. Nein. Es ist einfach Vibes, es ist der Local Hub, wo alles startet. Der Lonkero. Genau, es ist einfach coole Location. Insanes Ebri Lineup coming up nächstes Februar. Und deswegen einfach mal als Feedback fürs Ebri und für alle, die dort sonst Konzerte organisieren oder whatever. Verrechnet nicht fucking Eintritt von fucking Crew, von jemandem, der nachher T-Shirts verkaufen oder Licht machen. Ja, ich weiss, Ebri hat nur 3 Faders für Licht. Aber unsere Lichttechnikerin kommt mit uns mit, egal wie gross das Venue ist, egal wie viele Faders es hat. Lexi kommt Fotos machen, egal wie fucking klein oder gross die Location ist, egal wie viel Licht es hat oder wie viel Licht es nicht hat. Die Leute nehmen sich extra Zeit, um zu supporten, machen das einfach nicht. Genau, die bekommen von uns auch meistens kein Geld. Weil wir haben es nicht. Niemand bekommt fucking Geld, ich bin jetzt mal so frei und decke jetzt gerade auf, was wir an diesem Abend im Ebri an Gage bekommen haben. Mhm. Nachdem der Cut für das Ebri weg ist und der Cut für den Mischer weg ist, sind noch 70 Stutz übrig gewesen, um auf 3 Bands aufzuteilen. Dann haben wir als Eversis gesagt, hey Brüder, wir kommen von da, wir sind alle mit dem Zug gekommen. Also wir haben das schon abgemacht, bevor wir überhaupt wirklich irgendwie bevor ich einen Soundcheck gemacht wurde, sind wir schnell rundum gelaufen und haben also alle von der Band mal angeschaut, so, hey, falls es eine Gage gibt, geben wir sie diesen 2 Bands, die aus Graubünden angereist sind, oder? Und dann haben alle von der Bands gefühlt gehabt, yes, machen wir. Und ja, dann haben wir die 70 Stutz quasi diesen 2 anderen Bands gegeben, dass sie sich können je 35 Stutz nehmen, was ja nicht einmal fürs Benzin von Chur auf Zürich decken. Darum, also das ist generell etwas, also nicht nur im Ebri, das ist generell etwas, wo einfach viele Leute auch nicht sehen. Die haben immer das Gefühl, ja, aber wenn wir ein Konzert spielen, da kommt ja Geld rein. Nein, es kommt kein Geld rein. Wie viel hätten wir bekommen in Deutschland? Dort haben wir ja gesagt, wir geben unseren Teil ab, oder? Wir haben trotzdem 30 € bekommen. Hast du das nicht zurückgegeben wieder? Nein, sie wollten uns 50, die Band von Berlin hat uns 50 mehr gegeben und wir so wie, nein, Bro, behalten das. Genau. Nein, aber wir spielen alle wir haben schon mal gespielt vor 5 Leuten. Wir werden wahrscheinlich wieder mal vor 5 Leuten spielen. Ziemlich sicher, ja. Es ist Teil von dem, noch nie habe ich ein Issue in einem Venue gehabt, dass eine Crew verlangt wurde, sie Eintritt zu zahlen. Also herzliches Feedback vom Herzen am Ebri und you know who you are. Alle, die das machen, nicht nur am Ebri. Egal, das ist halt die erste Mal, wo ich die Erfahrung gemacht habe. Verrechnet. Ich verstehe natürlich, wenn eine Band kommt und ihnen sagt, hey, alle meine Kollegen sind Crew, 17 Leute. Können wir 17 Leute auf Gästeliste tun? Das musst du dir auch nicht geben. Wir wissen, im Ebri gibt es keine Gästeliste. Und das ist okay. Das ist dort drin geregelt. Und das heisst dazu, wenn du das Konzert machst, Crew ist nicht Gästeliste. Pro Band rechnet damit, dass vielleicht 1 oder 2 Leute mitkommen, helfen, Fotos machen, Videos machen, Sound, Lichttechnik etc. Ja, es ist ja dann von mir aus auch egal, wenn die keine Getränke gut schreiben können oder was eben, das ist... Aber wenigstens der Eintritt. Das mit den Getränken können sie dann mit der Band klären. Genau, Getränke können sie von der Band bekommen. Who gives a fuck? Aber sicher nicht. Es geht nicht mal ums Geld, es geht ums fucking respektlos, wie fucking jemand in Städten zum Arbeiten, aus eigener, nicht viel Geld, aus wie sagst du das? Eigene Initiative. Und aus Freude an der Sache. Es hat das Wort ehrenamtlich. Selbstlosigkeit. Genau, ehrenamtlich, oder?
Ja, also was Ja. wolltest du sagen, noch einfach noch pro bono ist ehrenamtlich. Pro bono bekommst du trotzdem einen Bono am Schluss. Genau noch. Egal. Ja, du Aber bekommst ein Taoist-Shirt, wenn du bei Taoist fair, der Crew bist. Aber du hättest können an dem Abend einen Film schauen, du hättest können an dem Abend Netflix schauen, gamen, whatever. Stattdessen hast du gefunden, nein, ich komme meine Homies supporten und helfen in jeder Art, wie ich kann. Ja. Und dann kommst du dort vor Ort, du bist Teil vom Team und es sagt so wie, nein, du bist nicht in der Band, du musst jetzt IT zahlen. Bro, what the f... Es geht mir nicht ums Geld, es ist einfach respektlos. Mach das nicht, rant over, aber das... Ja, das muss ich sagen. Top. Haben wir mit dem Voll. Brian anrufen? Oh shit, ja. Lass mal ein Kabel holen, um das mal. Ja, das ist gut, weil wir können ja unserem Aussenreporter anrufen. Der ist gerade an einem Konzert, ich weiss nicht an welchem. Ich habe ihm gerade geschrieben über die Zeit für einen Karl, er hat noch nicht zurückgeschrieben, von dem her rufen wir ihm einfach mal an, dann rufen er uns vielleicht zurück. Ja, sonst, was haben wir noch gehabt? Eben, also wir haben jetzt, ich habe mit Versus Instrument recorded für die erste Hälfte vom Album, das nächstes Jahr kommt. Ich sollte das nicht so oft sagen, weil dann erwarten die Leute effektiv, dass nächstes Jahr 10 Songs kommen. Es kommen ganz sicher 5. Die anderen 5 werden wahrscheinlich nächstes Jahr im 26 noch geschrieben. Ich habe schon wieder 3 Demos. Das kommt okay. Aber wir haben sie aufgenommen und dann haben wir wir gehen Vocals recorden bei Mahmoud von Atropas. Mammoth Recording, Shoutout. oder? Mammoth Audio heisst es, oder? Mammoth Audio. Ja, genau. Und dann haben wir ihm alles das Zeugs geschickt und wir so, ja, wir haben, falls irgendetwas nicht gut sein sollte oder irgendwas heißt es einfach, gell? Und dann kommt von ihm zurück so, hey, Boys, also ich muss schnell lesen, das hat mich nämlich ein bisschen, weil ich das erste Mal alles aufgenommen habe. Ich habe sonst immer nur die Gitarren aufgenommen und den Bass und die Vocals. Erstmal, wo Drums selbstständig Und der Bass und wo Schlagzeug hat eigentlich immer der Timo und der Domi aufgenommen. Weil sie in Winter gewohnt haben und das einfach gerade dann können machen. Fair. Aber der Timo ist das Jahr in der Ferien gewesen, darum habe ich das müssen machen. Und Sterne hat geschrieben, das habe ich mega cool gefunden, weil ich natürlich das noch nie gemacht habe und dann einfach so ein bisschen Imposter-Syndrom habe. Dann hat er geschrieben, genau, nur kurz als Zwischenfeedback. Great job, everyone. Kann da fix was rausholen. Saubere Vorarbeit und auch vielen Dank, dass ihr alles so beschriftet habt. Das ist wichtig. Wenn ihr Zeug aufnehmt, fragt den Dude oder die Dudinin, die das mischt, wie das die Stems sollen beschriftet sein und wie das es rauslassen wollen. Weil wenn ihr einfach etwas macht, kommt es nicht gut. Voll. Und dann hat der Domi eben geschrieben, falls mit dem Drum etwas nicht gut sein sollte und man es nicht flicken kann, dann einfach sagen, dann nehmen wir den ganzen Song nochmal auf, dann kommt es zurück. Ja, ist gut im Fall, ist super so. Habe irgendwas gehört, was ich gedacht habe, geht gar nicht. Und wir haben gefragt, was wir uns so vorstellen. Dann haben wir gesagt, ja, wir sind eigentlich schon eher Fan davon, dass es ein bisschen real und organisch tönt und nicht überproduziert Räudig. ist. Ja genau, einfach nicht 0815 Modern Metalcore. Bisschen räudig. Ein bisschen Dreck, ein bisschen nicht on time, aber mit der weißt, nicht auf den Klick, aber mit der Band. Oh. Weißt, nicht auf den Klick, aber still in time. Das macht Sinn, oder? Nicht auf den Klick, aber still in time. Und dann hat er geschrieben, er hätte auch Freude daran, dass er mal eine Band darf mischen darf, die möchte nach einer Band tönen. Das habe ich geil gefunden. Geil. Ja, jetzt, also eben so ein bisschen, wie so halt Early 2000er, Grunge-rockiger Nu-Metal, Voll. Grunge-Metal. So Shoutout Mahmoud. Mal schauen, ich mich nicht so wundern, wie das tönt. Alright. Weißt du, in dem Sinn ist so haben wir nichts anderes gemacht wie die letzten 5 Songs, die wir selber released haben. Die sind ja alle auch, haben wir alle auch selber recorded. Dort haben wir sogar die Vocals noch selber recorded. Also weißt du, Ja. jetzt sind wir nicht in das Studio zum Vocals recorden, jetzt gehen wir ja zu Imgo Vocals recorden, dass das noch besser Da kommt. bin ich sehr gespannt im Fall. Ich auch. Und Weil wenn jemand gut mit Vocals umgeht und auch so Harmonie und so Zeugs, dann macht man das. ja, eben, vor allem wir Sagen, können es so nicht. Can't Take Me Home von Atropas gelesen. Ja! Oder Black Gold. Der ist Black Gold, also ja. fucking Banger-Track, Alter. Das Ja. ist so... Mami, können wir Trivium hören? Wir haben Trivium die High und dann hörst du so und denkst... Atropas kannst du wieder mal Jawohl, live sehen. Wir haben Demnächst. Trivium die High. Ja, demnächst hast du Atropas wieder live gesehen. Yes, das ist so. Das ist geil. Also das ist wirklich, das wird, glaube ich, gut. Und eben, ich frage mich so, ich habe immer das Gefühl, irgendetwas ist jetzt...
nicht gut. Aber das Ding ist, haben sie genau gleich gemacht wie die letzten 3 Mal. Und die Songs tönen ja gut. Also Never Know, Snafu, Voll. Dropout, das tönt ja Wird immer wirklich besser. gut. Mhm. Und jetzt, wo wir Vocals noch mit jemandem aufnehmen, der auch weiss, was er macht, weil wenn wir Vocals aufnehmen, machen wir einfach mal und wir wissen nicht genau, was wir machen. Dann kommt das, glaube ich, super. Voll. Also rufen wir mal den Brian an. Jo. Soll ich mal da den Rimus auftun? Hast du einen Flaschenöffner? Warte. Kommt da etwas? Brudi, hast du einen Flaschenöffner? Warte, habe ich da etwas falsch? Hast du einen Flaschenöffner? Warte. Ich weiß nicht, was du gemacht hast. Musst du nicht da oben einstecken? Warte. Es tönt. Wunderbar. Also ausser, auf welchem Konzert ist er? Possessed. Und... Er nimmt jeden ab. Willkommen bei Combox von Wingo Mobile. Nein, hör auf! Der So sagt es die Nummer. Der Brian am Blast da. Aber vielleicht läutet er uns jetzt zurück. Voll. Ja, lassen wir es so. Schreib ihm schnell, dass ich zurückläute. Ja, voll. Aber sonst können wir mal wieder mit dem Recap machen. Ja, da ist eigentlich gar nicht so viel mehr drin. Peeling Flash, Alter. Peeling Flash bin ich Du schauen. mit Peeling Flash. Holy fuck, ist das geil gewesen. Ich muss sagen, ich glaube, es ist mein Favorite Konzert bis jetzt im Fall. Ich schicke ihm einfach den Song Call Me Maybe, Fucking, Alter. sie haben fucking Last Christmas gesampelt Was? und nachher auf dem Slam einfach mit einem Song gestartet. Boah, Brudi, aber habe ich Oh. dir schon mal Slayer und Wham gezeigt? South of Christmas. Boah, das tut sich mal besser. Nein. Ja, jetzt beruhigen wir uns mal. Okay. Hä? Ich bin zu einem harten Peeling Flash Fanboy geworden. Aber insane. Sound ist brutal gewesen. Tight as fuck. So gut. Pinch Harmonics haben sie alle getroffen. Es ist die vorletzte Show vor Tourende. Ja, es ist bei Peeling Flash Songs am Lernen auf Gitarre. Es ist Fuck. so geil. So geil. Nein, mach das nicht. Ich habe früher Slam nicht verstanden. Peeling Flash has shown me the way. Super. Darf ich euch So schnell geil. kurz die Chronologie erklären, was jetzt wird passieren? Der Ricky hat Slam nicht verstanden. Der Ricky lässt seit 2 Monaten oder 3 Monaten nur noch Peeling Flash. Das heisst, ich muss jetzt dann Slam Riffs spielen. Ich kann leider keine Slam Vocals machen. Aber Was sind Slam Vocals? Ist ja scheißegal. Ja, Kannst ja aber- auch drüber singen. Aber ich kann schon ein bisschen von der Rhythmik nehmen. Ja, ich sehe es kommen. Ich sehe es Ja, kommen. ja. Ich muss in sicher einem halben Jahr etwa 14 Slam-Songs spielen. Ja, Mann. Nein, wirklich geil. Ist okay. Brutal gut. Insane. Ich habe es geliebt. Vom Anfang, vom ersten Song zum letzten Song. Noch nie habe ich so viele volle Biergläser gesehen fliegen. Fucking Lichter vor der Bühne sind einfach alle nass gewesen. Du bist noch nie an einem Kraftclub- oder Punk-Konzert gewesen, hä? Ja, fair, ja. Ja, und gehört, ein paar Leute haben die Nase gebrochen. Beziehungsweise jemand ist, ich habe gehört, dass jemand einfach rausgelaufen ist mit voll Blut von der Nase. Ich bin Crazy. natürlich nicht im Pit gewesen, ich bin über 30, ich bin beim Mischer gewesen. Pit is for the young people. Und Ich muss schauen, ob ich das richtige Lied finde. Schick es. wenn du über 30 bist und im Pit bist, fucking more respect to you. Ja, Ach, der Slaughter the Younglings, Mann. als for the youngest. Einfach 38-Jährige, einfach 16-Jährige. Einfach Grind und 15-jährige Kicken. Boxen, Mann. Herrlich. Aber ja, nein, es war wirklich brutal gut gewesen. Der Rad war auch gewesen im Fall. Ist ja 15-jährige Boxen. Nein, aber weil es hat auch Old Short Paris gespielt. Old Short Ja, Asphalt Parish finde ich aber, glaube geil. Ich habe einen Song von denen letzten gehört, ballert. Ja, ich habe 3 Songs geschaut und nachher bin ich im Mekko gegessen. Ja, ich habe dann halt fucking Peeling Flash. Wer Das ist ist einfach Jetzt nochmal, haben wir eine Flasche? so ein High gewesen. Weil da, der nein. Rimus hat einen Flaschendeckel. Schon. Ja. Kann man nicht einfach drehen? Nein. Aha. Ja, erzähl doch mal Peeling Flash. Das kann ich sonst mit Dings aufmachen. Mit dem Mikrofon oder so. Mit dem Mikrofon, das wollte ich sehen. Voll fett. Aber nicht mit dem, wo Nein, du nein. reinredest, das würde ein bisschen... Okay, warte schnell. Das wollte ich jetzt... Jetzt warte schnell. Jetzt, heb das aber in die Kamera bitte, heb das in die Kamera. Alright. Warte schnell, ich erkläre gerade, was er macht. Für alle Leute, die es nicht sehen. Der Ricky nimmt das SM58 und er hebt es an und er tut jetzt die Flasche damit aufmachen, wie wenn er ein Feuerzeug hätte. Bruder, das funktioniert ja wirklich. Willst du nicht? Ah ja, aber jetzt muss ich Ja. Es hat gemacht, aber es ist noch nicht ganz fertig. Oh. Willst du nicht die obere Kante brauchen, anstatt...
Hey, der Bre hat es angebracht, Mann. Es ist ja gleich Weihnachten, darum habe ich gedacht, wir trinken jetzt einen Rimus. Ja, also Peeling Flash, ja, aber also Peeling Flash ist in dem Fall nicht Headliner gewesen. Ja, wenn sie nochmal zusammen touren, dann sind sie fix die Headliner im Fall. Okay. Also ich glaube, das Coole ist, Osher Parrish hat die ältere Generation zusammengebracht, Ja. mit den jungen, und Peeling Flash haben die TikTok-Generation gebracht. So ist das. Ja, das ist wie etwa dort, wo irgendeine von diesen Empiric and Never Say Die Touren, wo Terror-Headliner war und Stick to Your Guns ganz am Anfang gespielt hat und dann Terror quasi mit Stick to Your Guns einen Song gemacht hat und dann ihnen Genau. the Throne of Hardcore übergeben haben. Ist so ein wilder Mix gewesen, aber das finde ich auch schön. Ja, das ist sicher, ich finde, das ist, apropos wilder Mix, eben, Cheers. Save Your Last Breath hat ja mit Comaniac und Valera und Voll, erzähl mal. Hate Spell gespielt. Mhm. Das war absolut geil gewesen. Ein richtig schönen Abend. Mhm. Dort bin ich wieder ein bisschen Save Your Last Breath filmen. Mhm. Haben das Video noch nicht aufgeladen, aber die machen wahrscheinlich jetzt Werbung für ihr Crowdfunding, Mhm. wo du ihnen kannst helfen, einen neuen Bus zu kaufen, weil ihr alter Bus kommt nicht mehr durchs Zeugs, durch den nicht KVK, durch den MFK. Und dann Stimmt. kannst du Sachen kaufen wie, also du kannst Geld spenden und bekommst Sachen wie, dass du darfst den Bus benennen, Mhm. dass sie ein Cover machen von einem Song, den du dir wünschst. Und sonst so lustige Sachen. Geht doch bei Save Your Last Breath auf die Instagram-Page. Oh, was kostet der Cover? Was für ein Cover? Was kostet der Cover? Ja, ich glaube 250 Stutz, 500 Stutz, I don't know. 500 glaube ich. Haut es nachher auf Spotify? Ich hoffe es mal. Okay, now we're talking. Ich hoffe es mal. Weil... Was soll jetzt die Cover? Ich sag- Barbie Girl? Nein. Ich sage nichts zu dem Thema. Hm? Ich sage nichts zu dem Thema. Ich kann nichts zu dem Thema sagen, ohne meinen Anwalt. Last Christmas? Ich bin mir nicht sicher, ob die Option noch verfügbar ist. Aber ich kann nichts zu dem Thema sagen. Okay. Einfach, dass ich gesagt habe, ich kann nichts zu dem Thema sagen. Ich muss schnell schauen. Wenn die Option noch verfügbar ist, habe ich Fragen. Aber ist ja gleich. Auf jeden Fall gibt es ein paar. Soll ich es mal schnell vorlesen? Ich komme mal schnell drauf, was man dort alles machen kann. Crowdfunding Bass. Da gibt es Sachen wie 4'000 Franken haben es schon von 20'000. Das sind 20%. Es sind noch 25 Tage verbleiben. Also für 80 Franken gibt es ein kleines Merch-Paket. Für 120 gibt es eine personalisierte Botschaft. Für 140... Ach Gott, verdammt, hör auf mit deinen scheiß verdammten Cookies. Ich wollte Verpiss dich einfach. Bilder von Dave. Verpiss dich einfach. Cookies verpissen euch. No, put the cookie down. Come on. Für 120 gibt es eine personalisierte Botschaft. Für 140 gibt es ein grosses Merch-Paket. Für 150 gibt es einen Blick hinter die Kulissen. Für 25 gibt es eine Sylp Thank You Card. Für 25 gibt es eine Sylp Dankeskarte. Für 45 gibt es eine signierte Elegies CD. Für 50 Franken gibt es ewige Dankbarkeit. Die sollten Metal Server sowieso schon gerne, nachdem wir da über euch geredet haben. Spaß. Bei 60 Franken gibt es einen Sponsored By Sticker. Wie fest ist Metal Servala interessiert, einen Sponsored By Metal Servala Sticker irgendwo zu bekommen? Mhm. Es gibt ein Surprise Bundle bei 60 Franken. Es gibt für 200 Franken eine Musikstunde. Mhm. Für 250 Franken gibt es Benenne unseren Bandbus. Wahrscheinlich kannst du auch eine Boulder Coaching Session mit dem Dave haben, statt einer Musikstunde. Genau. Für Schweizer Franken 300 gibt es ein Vocal Feature vom Rico. 1 von 3 schon vergeben. Für 350 Franken gibt es Action und Spaß mit Sylp. 2 von 5 vergeben. Wähle eine von den folgenden Aktivitäten für dich und deine Begleitung aus. Pubbesuch in Zürich mit Sylp. Hey, für alle jungen Bands da raus, holen dir den Rico als Feature. Verbringt einen gemütlichen Abend im Pub zusammen mit Save Your Last Breath. Der wird funny. Gibt sicher keinen gemütlichen Abend mit Save Your Last Breath, das kann ja jeder. Subway-Besuch in Zürich! Jawohl! Das ist, ja, Subway und Save Your Last Breath go hand in hand. Geil. Ein gemeinsames Subway-Sandwich mit Sylp. Ein unkomplizierter, lockerer Treffpunkt, um die Band abseits der Bühne zu erleben. Das ist es. Das ist es. No. Disc-Golfen in Zürich. Jawohl. Oh, das ist geil. Bowling mit Sylp. Was kostet das?
Alles 250 Franken. Ha. Bowling mit Sylb in Zürich. Minigolf mit Sylb, Wandern. Das ist 350, sorry. Und wie viele von denen hat es? Von denen hat es noch 3. Alright. Dann Lieblingssongcover sind noch 0 von 2 vergeben. Wieso sind da noch 0 von 2 vergeben? Wieso? Aber die müssen schon auf Spotify hochgeladen werden. Ja, die müssen schon auf Spotify Unbedingt. hochgeladen werden, sonst werde ich hässlich. I will hold you to it. Verlangen gewisse Leute das Geld zurück. Für 500 gibt es ein Dinner mit Sylb. Genieße einen besonderen Abend mit Safe as Breath. Du und eine Begleitperson werden von der Band zu einem selbstgekochten Dinner eingeladen. Das ist gut, sie können nämlich kochen. Für 2000 Sputz spielt Sylb an deiner Party. Also machen es 3 Mal. Und für 5000 Stutz spielt Sylb live an deiner Hochzeit. Das will ich auch, ja. Das wäre fucking hilarious, Alter. Gut, ich habe ihnen schon gesagt, falls ich jemals heirate, machen sie das sowieso. Und dann sie so, 5000 Franken? Und ich so, okay. Aber nur, wenn sie typische Wedding-Songs in Save Last Breath-Style spielen. Boah, das wäre die Härte. Das wär's. Ja, eben, von dem her, machen das. Und das ist gut gewesen, weil wir sind im Aarau im Flösserplatz gewesen. Das allererste Mal, dass ich im Flösserplatz war. Das ist noch eine coole Venue. Und es hat alles angefangen mit Hate Spell. Die sind relativ jung. Die machen relativ oldschool Thrash Metal. Geil. Das war sick. Also wirklich geil gewesen. So kannst du nichts dagegen sagen, sind alle da gestanden und haben headbanged. Das war wirklich geil gewesen. Geil. Es hat wirklich böse Megadeth und Slayer Vibes gehabt. Sehr, sehr geil gewesen. Dann hat Valera gespielt. Leider nur 4 von 5. Schon. Ja, die Sängerin war krank gewesen. Das heißt, Alex hat alles müssen machen. Ich glaube, es kommt das Telefon rein. Es tönt auf jeden Fall so. Es tönt noch etwas, ja. Aber noch nicht. Okay, wild. Wild, Bruder. Wild. Auf jeden Fall, dann hat Valera gespielt. Die haben auch brutal abgerissen. Die werden auch immer besser. Die habe ich ja letztes Jahr schon 5 Mal gesehen. Das war wirklich heftig gewesen. Mit aber neuerer Bassbesetzung. Die Ellie ist nicht mehr, dafür ist jetzt der Jona am Bass. Ist auch wirklich, also der hat gebollert. Dann ist Safer Last Breath gekommen. Er hat auch gebollert, wie immer. Ja. Im Backstage ist eine süddeutsche Band gewesen, das heisst, es ist Pfeffi umgegangen im Backstage. Geil. Und ja, dann hat Comaniac noch gespielt und es war wirklich cool gewesen, weil es ist einfach mal abwechslungsreich gewesen. Voll. Es ist nicht 4-mal die gleiche Band auf der Bühne gestanden. Es ist effektiv 4-mal unterschiedliche Musik gewesen und ich finde das geil. Hey, mehr von dem. Das ist einfach geil. Thrash und Core und Deathcore zusammen. Irgendjemand, der Dave hat mir mal vorhin bei einer Werbung oder so, bei einer Werbeanzeige, hat einer kommentiert, außer Comaniac ist nichts Interessantes dabei. Und das war das ist irgendwie dort da müssen wir auch noch drüber reden, Alter. Das ist das Announcement von Greenfield herum gewesen. Und ich habe nur so geschrieben, Schreibzug Greenfield sieht das anders. Ja, ist geil. Ja. Das hat Diesjährige Spaß gemacht. Greenfield. Ja, aber nächstjährige Greenfield sind Save Last Breath dabei. Insane. Insane. Vor allem nicht Band Contest dabei, Nein. sondern Direkt dabei. Endlich bekommen sie ihre Flowers, die sie verdienen. Was sie verdienen. Ja, Absolut. Irgendwie ist. Ich wollte jetzt nichts sagen. Aber letztes Jahr schon nichts sagen. Irgendwie ist es aber verdächtig für den Band Contest. Ein bisschen verdächtig für den Band Contest. Hey, you never know. Sag jetzt nichts zu dem Thema, aber es ist, ja, spitzenverdächtig. Ich sage nicht so. Nicht verdächtig. Also, weißt du, wie ich meine? So, nicht, dass ich da etwas sagen will, aber es könnte Fragen aufwerfen. Gut, am Band Contest spielt auch die Einzelmeinungen von der Jury und so noch im Spiel. Ja, das ist schon so. Schon so. Aber weißt du, so wie der Band Contest die letzten 2 Jahre gelaufen ist, könnte das Fragen aufwerfen, wenn man der Typ wäre zum Fragen stellen. Ich bin sehr gespannt, wer Was ich ja nicht am bin. nächstjährigen Contest dabei ist. Ja. Mhm. Du wärst dafür, dass Taoist dabei ist, oder? Always. Always. Also, ich kann Hast du das anmelden. angemeldet? Ja, natürlich. Top. Ich habe mich mit dem Versus nicht einmal angemeldet das Jahr. Außer beim Summerside. Weiss ich, ob ich ab dem Datum überhaupt könnte? Nein, aber. Das weiss ja nie. Du weißt ja nicht, wenn das Datum ist. Fair, ja.
Das ist aber im Greenfield Band Contest, bei all diesen Band Contests immer so. Ja, der Band Contest ist dann irgendwann in diesem Zeitraum. Haltet euch das mal frei. So, ja, deine Mutter, Alter, wir sind alle 30 und haben Jobs, fick dich. Ich habe anfangs nächstes Jahr habe ich schon 2 Heiratungen gegangen und eine Bachelor-Party, wo ich muss gehen. Und ja, dann hoffentlich ist es nicht einer von den Daten. Ja, aber weißt, vor allem, eben, es ist ja bei Leuten, wenn die ganze Band einen Bürojob hat, ist es ja das eine. Voll. Wenn dann aber bei deiner Band die Hälfte der Leute noch irgendwie eine Schicht schafft. Das ist auch etwas, ja. Hui, ja, der hat viel Glück. Der hat viel Glück am 6, dass du dort nachher spielen. Also, dass du dort dann, dass du dort dann kannst. Ist halt so. Aber, Ja. Eben. Nur am Summerside mitgemacht. mhm. Nicht ins Finale kommen. Also nicht das Voting nicht gewonnen mit den Versus. Voll. Das Lustige ist aber, Small Districts sind jetzt direkt gebucht worden. Nein, Small District ist, glaube ich, sie haben ja 18 Bands über das Voting reinbekommen. 15 Bands sind direkt qualifiziert durch das Voting. Also 15 Bands sind effektiv nur durch die Votes reingekommen. Und dann haben sie, glaube ich, 3 Bands, die noch eine Jury auswählt. Und ich nehme an, dass das Small District eine von diesen 3 Bands ist, die eine Jury auswählt, weil sie sind im Voting direkt über uns gewesen. Okay. Wir sind, glaube ich, Platz 27 und 28 von 60. Okay. Und die ersten 15, die kommen sowieso rein? Die ersten 15 kommen jetzt sowieso rein. Die kanadische Band spielt dort? Die kanadische Band Oh mein spielt Gott! dort, ja. Oh, Bruder, du musst... Also ich will jetzt nicht salty sein oder so, Du musst ein interviewen, bitte. aber wer muss sie interviewen? Die kanadische Band. Wieso sollte ich sie interviewen? Keine Ahnung, einfach... Ich spiele ja nicht. Aha, ja, fair. Also ich bin ja nicht an einem Festival. Also ich kaufe mir wahrscheinlich einen Tagespass dann, wenn es mal District spielt und kann dann schauen, weil ich weiss jetzt nicht, ob ich es sagen darf, aber ich sage es auch nicht. Was? Ja, Was willst du mir sagen? ich weiss an welchem Tag dass es mal District spielt. Ich kaufe einen Tagespass für den Fair. Tag, weil an diesem Tag spielen laut Björn noch die anderen geilen Bands. Okay, sonst, Was ich annehme, sind so okay, POD und so. Wir haben einen Auftrag für dich, du. Geh in die kanadische Band fragen, ob es sich das gelohnt hat, dort auch zu fliegen, zum Summerside spielen. Ich habe mal, jetzt nicht, dass ich salty sein oder so, aber ich habe mal kurz zusammengefasst, woher die anderen Bands kommen. Also schon insane, dass für ein Festival, wo... Werden sie zahlt? Nicht, oder? Ich glaube nicht. Okay. Ich glaube, Fearlab hat auch keine Gage bekommen. Gratis Festival spielen 5 Flüge wahrscheinlich, musst du organisieren, plus Gear. Ah, nein, warte schnell, die kanadische Band ist... Defender? Nein, die kanadische Band ist nicht dabei. Oh, okay. Die kanadische Band ist nicht dabei. Aber die erste, also ich sage jetzt einfach mal schnell auf, ich bin nämlich researchen, weil es mich Wunder genommen hat. Mhm. Und muss jetzt da auch unsere Schweizer Szene ein bisschen schämen, weil es hat doch ein paar Schweizer Bands dabei gehabt. Ich habe es mir nämlich nochmal angeschaut. Es sind ein paar Bands aus der Romandie gewesen und ein paar Bands aus der Deutschschweiz und glaube noch 2, 3 aus dem Tessin. Mhm. Das heisst, man hätte können für Schweizer Bands stimmen. Ja. Ich finde das jetzt nicht einmal salty, weil Versus dabei war, sondern generell einfach. Weil von diesen 15 Bands, die durchs Voting reingekommen sind 14 aus dem Ausland. Wir haben Italien, England, Deutschland, Italien, Deutschland, Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Deutschland. Wer ist Schweiz? Natürlich habe ich es nicht aufgeschrieben. Dreadful. Das ist eine Schweizer Hardrock-Band. Gibt es schon ein bisschen länger. Ja. Aber völlig fair. Und ja, das ist okay, das ist tipptopp. Aber das ist ein Contest, wo du kannst mehrmals voten, oder? Nein, Nur ich kann einmal abstimmen. Okay, fair. Then I did my duty. You're a good man. Good man. Ja. Ich habe auch für Small District und Dinge noch abgestimmt. Auf jeden Fall, ja, easy. It's the game. Fair enough. Voll. Hey, you never know. Nächstes Jahr wieder. Hey, du, das ist mir doch scheißegal. Also, das ist wirklich das Einzige, ich habe gelernt, wenn du das Einzige, was du musst machen, wenn du eine Band hast, ist, du musst dich, das ist wie bei all diesen mentalen Sachen. Du musst dich auf das fokussieren, was du kannst ändern. Genau. Weil, wenn du dich ab etwas aufregst, wenn du das Problem siehst oder irgendetwas hast und du bist quasi nicht zufrieden damit, dann musst du dir 2 Fragen stellen. Kannst du etwas ändern oder kannst du nichts ändern? Genau. Wenn du nichts kannst ändern, ja, dann musst du irgendeinen Weg finden, um dich damit abzufinden. And be like water. Lass fließen. Dann musst du dich einfach irgendwie damit abfinden. Voll. Weil du kannst es nicht ändern. Also das heisst, es wird immer da sein. Und du musst damit klarkommen. Wenn du es kannst ändern, dann ändere es.
Ja, voll. Und das hat mit dem Bandsein ein bisschen das Gleiche zu tun. Wenn du nämlich dich immer bei so Band-Contests immer so knapp nicht reinkommst, immer nur Zweiter wirst, nie gewinnst, du darfst dich nicht an dem aufhängen, sondern du musst, weil das ist etwas, was du persönlich, was du als Band nur mit ihm Einfluss hast. Wenn jetzt die Jury einfach deine Musik nicht gut findet, wenn sie einfach irgendwie persönlich den Stil nicht gut findet und sie geben dir darum weniger Punkte, kannst du nichts dafür. Genau. Also logisch, du könntest natürlich eine andere Musikrichtung machen, aber macht auch keinen Spaß. Und darum ist es einfach, du musst einfach auf dich konzentrieren. Du musst einfach, eben, ich habe mit der Versus jetzt gesagt, letztes Jahr haben wir ja auch nicht viel Konzerte gespielt. Wir haben auch nicht viel daran geleitet, Konzerte zu spielen. Wir haben wirklich einfach die Songs fertig geschrieben, wo der Domi zurückgekommen ist aus seinem Jahr, wo er weg war. Und die Songs fertig geschrieben, die Songs aufgenommen, gehen die Vocals recorden, werden die veröffentlichen, schreiben die neuen Songs, werden die veröffentlichen, also nehmen sie auf, werden sie veröffentlichen. Und wir machen das, was in unseren Händen liegt, und dann kommt es schon. Genau. Und die Sachen, die du nicht verändern kannst, dann machst du wie im Taoismus Wu-Wei, wo heisst einfach be in harmony with the natural flow of the universe. The act of non-doing. Einfach state of flow, Alter. Einfach Landsfüße. Ja, das ist wie, ich weiß auch nicht, hast du gerade ein Beispiel dafür? Google Wu-Wei. Nein, nicht das. Das ist ein Beispiel dafür für so etwas, was du nicht kannst ändern, aber irgendwie einfach solltest sein lassen. Bekommst du nicht genug Streams auf Spotify. Dann ist es so wie, alright, ich kann mein Bestes geben. Ja, aber das ist eben etwas, du kannst Streams nicht ändern. Also du kannst sie kaufen, aber das bringt dir nichts. Eben genau. Aber das ist jetzt nicht, ich meine mehr so... Du wirst nicht ausgewählt bei einem Konzert und so. Einfach. Ja, kannst nicht ändern daran. Aber du bist nicht Teil vom Greenfield Line-Up. Dann ja, musst du dich damit abfinden. Way, Alter. Musst du dich damit abfinden. Wenn du es nicht kannst ändern, musst du dich damit abfinden, weil sonst bist du nicht glücklich. Be like water, lass fließen. Genau. Das ist wie der Dave Mustaine von Megadeth, wo anscheinend sich, als er bei Metallica rausgerührt wurde, und gesagt hat, seine Band wird jetzt grösser als Metallica. Und anscheinend ist der Hype bis vor kurzem hat er sich immer mit Metallica verglichen. Voll. Und ist darum nie zufrieden gewesen, weil ja, was willst du mit Metallica vergleichen, Alter? Ja. Du kannst dich höchstens mit Metallica vergleichen, wenn du Ed Sheeran bist, und auch dann bist du wahrscheinlich weniger gut dran. Was Mustaine auch zeigt, ist, dass du aus Spite trotzdem eine Karriere kannst das führen. Schon. Bist einfach die ganze Zeit unglücklich. Das schon, ja. Aber er ist erfolgreich. Ein Spite kann dich schon... es kann dich vorantreiben, ja. Der Trotz kann dich vorantreiben. Ja, das ist... Wo heisst Trotz? Ja. Der Trotz. Du kannst dich quasi... Du kannst es als Motivator brauchen. Voll. Aber vergleichen solltest du dich dann nicht mit... Also du sollst dich nicht mit Sachen vergleichen oder mit Sachen vergleichen, wo du keinen Einfluss hast drauf. Weil du hast keinen Einfluss drauf. Comparison is a thief of joy. Ja. Das ist schon so. Der Gras ist immer grüner beim Nachbar. Außer du bist Metallica. Aber im Endeffekt ist sein Nachbar wahrscheinlich genau gleich, weil er schaut einfach auf seinen anderen Nachbar und fucking... Ja, das ist so. Darum sind ja die scheiß reichen Kapitalisten immer nie zufrieden, weil sie immer das Gefühl haben, es kann ja nicht noch mehr Geld tun, ich kann noch mehr Geld holen. Be like water, Alter. Fucking... Voll. Flow. Genau. Flow like a Wenn ich river. etwas davon gelernt River of habe... Sorrows, wo by the way bei den Nick Nocturnals Awards, kann man dort noch abstimmen? Nein, kann man nicht. Weiß nicht. Hat Paleface gewonnen? Ich muss etwa 7-mal aufgeführt. Ich bin nicht sicher, aber wenn ich etwas davon gelernt habe, indem ich meinen eigenen Bandnamen gegoogelt habe, ist Taoism hat gute Instructions for Life. Was soll ich sagen? Vielleicht dadurch, dass ich einen random Namen genommen habe, bin ich zu einem Taoist. You never know. State of Flow, Bruder. Ja, voll. Aber ja. Ich kann dir jetzt schon sagen, dass der Danu der Einzige in dieser Band ist, der das schon erreicht hat, ohne dass er sich auch nur ein bisschen damit auseinandersetzt. Fair, am meisten. Er hat es am ehesten erreicht von uns. Aber jetzt, wo ich Instagram und Facebook von meinem Handy gelöscht habe, bin ich Main State of Flow als gestern. Was soll ich sagen? Viel besser. Jedes Mal, wenn ich am Snowboarden bin oder am Biken bin und einfach nicht auf mein Handy schaue, es ist so viel schön. Und sonst kam der letzte Video vom Dean Lamb von Archspire schauen. Das hat der Alex von Valera gesagt. Schon? Also, nein, nicht das. Er hat gesagt, nee, ich mag das, wenn ich in die Schweiz komme, weil Handy ist aus, habe ja keinen Empfang. Das ist super. Das ist einfach Grenze, Handy aus.
Jetzt ist Valera. Ja, wir sind auch Slaves to the Machine geworden. Also. Aber wir können schauen, was wir noch aufgeschrieben haben, weil Ich glaube nicht so viel. Wir haben da noch ich habe auch nichts aufgeschrieben. Releases aufgeschrieben, ein Ja, paar. ja. Also bring mal Tab da. Ist fast angekommen. Ja, das hat doch 40% angekommen. 40%, Kein easy. Problem. Also, Absolut kein Problem. der Brian das hat Ganze. versagt, aber Der Brian, unser Außenreporter, hat noch nicht zurückgerufen. Hat er Fair. geschrieben? wir können Releases anschauen. Und Fix. das heisst, wir gehen News. Metal Servola, breaking news. Und zwar, wir haben einige Releases gehabt in der Zeit. Genau. Fangen beim ersten. Another Approach sind zurück und haben einen neuen Song released. Der heißt Intrusive Thoughts. Dann, was du jetzt weiter? Ja, warte schnell. Machen wir das jetzt so? Und der andere ist. Nein, warte schnell. Ah. Wir müssen jetzt beide hier. Voll. So, Der andere der nächste Song. ist ein EP. Das ist ein EP. Voll. Und Wie spricht man den Bandnamen aus? Weißt du, was wahrscheinlich du Ace. EYCE. Voll. Ice. Das heisst, we talked about everything but this. Und Let me guess, es das ist sad. wenn ich es dir beschreibe, wirst du wahrscheinlich wissen, wie es tönt. Beschreib. Der Timian macht jetzt härtere Musik, aber nicht ähnliche Vibe, was er bis jetzt gemacht hat. Sick. Das ist jetzt so Heavy Shoegaze, heisst. Sick. Halt nicht ein bisschen Vocals, glaube ich, es ist ein anderer Vocalist. Aber es ist halt wirklich egal, weil man merkt, dass der Brudi da seit 2 Jahren jetzt halt nicht mehr Core macht. Und halt so, wie würdest du es benennen? Boah, Dark ey, das ist... Synthpop? Nein. Ey, das ist... Ja... So Das richtig. ist wie wenn... Du hast doch Blackout Problems beschrieben als Ja. HC Brudis, die Indie machen. Genau. Er ist ein HC Brudi, der Synthpop macht. Voll. Wenn du nicht weißt, der Timian hat früher Metalcore gespielt. Ja. Mit dem Dano zusammen. Stimmt. Und dem Mike. Searching for Diamonds. Ja. Yes. Ja. Und nachher hat er gefunden, wird nicht mehr heavy. Dann hat er halt Indie Synthpop gemacht. Massiv viel erfolgreicher gewesen. Definitiv. Also, läuft bei ihm besser als bei fast jeder andere Metalband. Und jetzt hat er gefunden, nein, macht doch heavier Shit und macht heavy Shoegaze. Tönt wirklich geil. Also Also so ein bisschen wie heisst das, die Band, die Dobermann gemacht hat? nicht ganz, das ist schon viel heavier. Okay. Also was ist jetzt heavier? Fucking, wie heißt die? Fuck, wie heißt die? Ich weiß nicht, aber das Problem ist, ich schaue immer im Bildschirm und nicht in die Kamera. Okay. Ja, ich weiß, welche das du meinst, weil ich habe es gesagt. Ich zeige dir schnell Das macht- Ace, dass wir mal, Das macht mich jetzt psychisch fertig. ich zeige dir mal ein bisschen von dem. Tipptopp. dass wir, Voran sage ich noch Path of Wrath, Chain of Events ist auch ein EP, wo es Ist gekommen geil, ist. ja. Ist ein Ballad, gute Mhm. Musik. Dann ist Days of Ruin, hat Falling Sky rausgebracht. Mhm. Wie habe ich sie genannt? Schweizer Unearth. Voll. Also das ist Ace. Ja. Können wir etwas? Nee. Ah. DC Death Race. Das ist geil. Es klingt ein bisschen wie DC Death Race. Ja. Also ist es so australische Surf-Rock. Aber heavier, Ambient. because parts. Ah. Ja, Äh, das tönt. Fuck man, ich kann eine Heavy Party machen. Das ist. Ja, das ist gut. Top. Es gibt ja Copyright Strikes, hör auf. Ja. Ich meine, ich kann. Ja, ist geil. Ja, ist cool. Genau. Hunted Like Thieves hat eine ganze EP rausgebracht, die haben ein Konzert gespielt, das letzte. Voll. Overflow heisst die. Mhm. Ist geil. Ja. Yeah. Was haben wir noch? Dann sage ich noch den nächsten an, dann kannst du nachher übernehmen. ja, Diagnosis Aha. hat Blazing Radiance rausgehauen. Voll, Ist eine ganze voll. EP. Ja, genau. Genau, nachher Fear Lab hat So Cold rausgebracht. Den habe ich gemischt und produziert. Yes, der Song ist wirklich Ja. auch ganz... Der ist wirklich geil gewesen. Dann sind sie zum Ricky aufnehmen. Dann ist er ein absoluter Hurensohn geworden zum Spielen. Oder so, ja. Also, den Schluss habe ich einfach so lang... Ich habe einfach bei dem Song Mhm. habe ich müssen über meinen Schatten springen. Ich bin ja Gitarrist, ich zähle ja Ja. generell nicht, wenn ich Musik mache. Voll. Ja, Der ist Bei dem Song habe ich müssen anfangen zu zählen beim Musik machen. Naja. Ich habe dort beim Breakdown, der kommt ja aufs 2 wieder rein. Du und die ganze Band.
Ja, aber der Roman, aber also, weißt du, Der Part ist hart. Der Part ist wirklich müssen, und dort habe ich wirklich müssen anfangen, weil ich komme irgendwie aufs 3 rein und ein Takt ist ja 1, 2, 3, 4. Mhm. Und dann, dort habe ich wirklich müssen, es hört auf und dann muss ich wirklich zählen. Dann ist es 1, 2, Ich habe Albträume von diesem Part. Ja, das ist geil. Ich habe das in meinem Schlaf gehört. Das ist geil. Aber er hat so gefickt live. Fickt. Dann, was haben wir noch? Forced to Breathe. Oh ja, stimmt. Neue Forced Band. to Breath. Forced to Breath. Hast du Oh, einfach sehr fuck. vergessen zu schreiben. Maybe. Ja, ich nehme an, es heisst Forced to Breathe. Ich Oder nehme Forced to es Breath. auch mal an. Das wäre schon funny, wenn es nicht wäre. Ist ein Debütsingle. Debüt, Heisst Take ja. a Step Back. Forced to Breathe, ja. Ja, sick. Forced to Breathe, nicht Forced to Breathe. Es sind auch junge Dudes, junge Leute von Basel. Halt von, wie ich glaube, es sind Ex-Mitglieder von Ludensbane, die auch die Jungs von Kodama gespielt haben. Oder spielen. Und so bin ich auf das aufmerksam gemacht worden. Und es ist geil. Wirklich gut. Sehr geil für den Debüt-Single. Also, Shoutout. Dann auf jedes Ei haben noch eine Single gebracht. Letters. Mhm. Ist auch sick. Bin ja zweimal vertreten da. Voll. Haben wir da? Westside. Hurra. Debütalbum. Ah ja, Hora. Oh, holy shit. Hurra, sorry. Hora ist das Debütalbum. Es ist Hardcore von der Westschweiz. June, wo glaube Drums spielt bei denen, wo bei der Carrie Mains Gitarre spielt, Ja. hat es produziert, gemischt und gemastert. Sick. Es tönt insane. Also ich habe eben im Crowdcare Report gehört, dass das DIY ist von ihnen. Mhm. Insane. Props, Kudos, richtig geil. Ganz hören. Also ich habe es auf Bandcamp gekauft. Ich kaufe da Musik auf Bandcamp. Das ist gut. Stabil. Gut, diese Supporter-Bands. Das kostet nur 4 Stutz. Ah ja, by the way, Versus habe ich jetzt auch Bandcamp updated. Jawohl. Und ich habe mich sehr viel Mühe gegeben im Background-Bild von dem Towers Bandcamp. Also könnt ihr mal abchecken. Ich liebe es. Ja, es ist komplett verrückt. Es ist wirklich insane. Es ist literally, ich glaube, die Definition von Insanity ist das. Definitiv. Und ja, das ist für Releases. Wenn wir einen Release vergessen haben, dann schreib uns, falls du uns geschrieben hast und wir uns vergessen reinzutun. Schreib Sorry, uns my nochmal. bad. ich bin nicht das Beste mit dem Social Media. Ja, das besonders Problem jetzt, wo ist ich eben auch- Instagram nicht mehr auf dem Handy habe. Ja, ich das kann's Problem nicht ist, als seit Crowdkill Report das macht, haben wir wirklich keinen Anspruch mehr, das Crowdkill zu machen machen. super. Aber dann haben wir auch wie, wenn wir das nicht mehr machen, reden wir nicht mehr über die Local-Szene. Voll. Ja, die haben die jetzt durchgezogen mit wöchentlich. Jetzt machen sie Das eine ist- Pause. Insane. Aber Kudos, guys, das ist hart. Wie viele haben sie jetzt? Etwa 20 oder so gemacht? Oder Ja. mehr? Ja, ich glaube 24 oder so. Ich glaube es. Ich weiß eh richtig. Ja, ich muss ins Bett. Spät. Soll ich sonst Voll. einfach mal Konzert ablesen, damit Wir haben das... ein paar sehr gute Konzerte bekommen, ja. Kannst du Dass mit wir dem das, ersten nicht so, starten? dass wir das nicht so schräg mit reinheben. Dann Mhm. will ich einfach die ersten 5 machen und dann die Alright. restlichen du. Machen wir. Alright. Am 20.12. im Werk Baden, also der Das Samstag, Samstag, yes. ist der Xmas Stomp, der Hardcore Stomp, Oh, yes. Hardcore Mass Stomp Mhm. mit Soul Prison, Ja, Mann. Curse Lifter, Mhm. Drill, Fever Dreams, No Self, Ja, Mann. Horror, Wastegate und er Yes. ist präsentiert von Music and Resistance und Road Rage Mhm. Booking. Es ist ein Banger-Line-Up. Bro, Gehen vorbei. ich bin dort, können wir sagen. Es wird fucking geil. Ich freue mich, ich wollte Soul Prison schauen, es ist fucking 2 Jahre oder so. Und Horror, jetzt wo die Album rausgebracht haben, holy fuck. Crazy shit. Und Wastegate ist auch eine junge HC-Band. Also Anfang 20 oder so. Bin ich auch sehr gespannt. Mhm. Und ja, die anderen Bands sind auch sick. Es wird cool. Schlägli HC. Schlägli HC. Also Voll. Turnhalle Hardcore. Mhm. Geil. Und am 20.12. ebenfalls am Samstag in der Midbar Lenzburg Mhm. ist Vanish, Dr. Anger und Door. Mhm. Also D-O-R, nicht Door mit 2 O, nur 1 O. Ja, voll. Dann Hardcore United Fest 12, Mhm. Insanity 61, Valet Yes. Tudo, A Small District, Xoxo, Habe ich Must Be zweimal als Wrong, Mal geschrieben. Must Be Wrong und Billy Alibi am Yes. 27.12. Im Konzerthaus Schür in Luzern. Der wird auch insane. Das wird sicher crazy, ja. Voll. Am 30.12. ist Magma Ocean, Kissing, Black Pollution, Born in Dorian und Black Diamond. Ebenfalls im Konzerthaus Schür in Luzern. Auch nach der krassen Line-Up, ja. Yes. Dann Metal Laken Volume 1
Mhm. Ein Small District, Death Beyond Dystopia und The Hunt Mhm. im Jungfraupark Interlaken. Ganz genau. Erste Konzert von der Metal-Laken-Serie. Das ist doch dort, wo es Greenfield ist. Wahrscheinlich. Das sind Metal-Laken wollen ein Konzert im Interlaken Das machen. ist in Interlaken, aber Ja, voll. der Jungfraupark ist doch dort, das mit diesen komischen... Dort, wo es Greenfield ist, sind doch die Kugeln und so das ganze Zeug. Das ist doch der Jungfraupark. Ah, kann sein, ja, geil. Ich habe es gemeint. Der wie auch immer das geheißen hat. Wahrscheinlich dort in der Nähe Expo, von der Boulderhalle oder so. Ja, logisch weißt du wieder, wo die Boulderhalle in Ja, Interlaken am ist. Greenfield habe ich bouldern. Ja, und dann bist du aber nicht gegangen, weil du am Arsch warst. Nein, nächstes Mal Klar. kann ich Ich bouldern. sage auch jedes Mal, ich nehme mein Bike mit und nie mache ich es. Das wäre insane. Ja, Mann. So ein Bike im Auto einfach so klaut, so shit. Ja, dann Sons of Coherence und Mary Jane Mhm. am 10.01. im Stadtkeller Winterthur. Voll. Das soll ich einfach durchziehen. Ja, das sind so. Dann das Konzert, das wir vorher schon mal angeteased haben, am 16. Januar im Ebrietas Zürich. Stortregen, Mhm. Lotrify und Atropass. So, das ist der Line-Up. Im Ebri. Ich weiß nicht, Spinnen ihr eigentlich? Bro. Ich muss dort früher sein, weil sonst komme ich nicht rein. Also, Das ist stupid, Alter. Das Das ist sind- einfach nur stupid. jede von diesen Bands kann im Berg 21 Headliner. Also, ja, Ja, fucking. ja, das stimmt. Ich glaube auch. Ich kann Ich schon glaube, beide das letzte Mal im Werk Baden oder Werk 21. Ich habe einen Storage Rayon gesehen, wo sie mit Wirbum gespielt haben, in Werk 21. Dann ist die schon von denen gekauft. Ja. Geile Sache. Ja, Lotrify halt schon mehrmals. Atropas. Letztes Mal gutes Schussvideo her. Bist du nicht auch dort gewesen, an dem Kate Effect Konzert zwischen Weihnachten und Neujahr letztes Jahr? Nein, da bist du eben nicht gewesen, bin ich mit dem Nikolai gewesen, und dem Sascha von Feierleben. Nein, bin ich Dort nicht. ist Atropass eben wieder zurück gewesen und der Sascha einfach so. Alter, ich fühle mich wieder wie so 20, wenn Atropass auf der Bühne steht. Der Sascha? Ja. Hat er auch früher Atropas live gesehen? Ja, der Sascha ist schon lange in dieser Szene dabei. Der kennt auch Insanity schon, seit es Insanity gibt. Vielleicht hat der Sascha mal Atropas mit mir gesehen. Ich glaube, die Diskussion haben wir schon mal gehabt, aber ich glaube nicht. Also ich habe letztens überlegt, also ich habe mit Atropas gespielt, wo wir mit Insanity 61 gespielt haben, bevor sie 61 im Namen Ja, hatten. das ist ja relativ neu. Ja, fair. Ich kenne sie schon unter dem Namen Insanity und Ja, ich bin voll. relativ spät auf das Ganze gekommen. Ja, mit Insanity habe ich können spielen, als ich so 19 war oder so. Ist einfach nie. In so einem Kulturhaus im Bremgarten, so besetzte Geil. Dings. Kultur. Guten Tag, der Bella hat etwas gespoilert Ja. und darum haben wir jetzt da kurz müssen cutten. Ja, Entschuldigung. Anyway, das nächste Konzert, das ich ansage, ist 25.01.2026 in der Med-Bar Lenzburg. Auch Banger-Line-Up. Mhm. Another Approach. Mhm. Sick. Expello. Sick. Decade Effect. Das ist fucking wahnsinniges Line-Up. Insane. Eigentlich auch das Dynamo oben. Wann ist das nochmal? Am 25.01. laut deiner Liste. 25.01. Jawohl. Da bin ich dort. Das ist gut. Ich wahrscheinlich Okay. auch. Ja, ich meine, hey, Band, die am Wacken gespielt hat und am Wacken wieder spielt im Medbar. Mir ist gerade vorher letztes Mal bewusst worden, dass am 26. 2 Bands, die wir persönliche Connection dazu haben, am Wacken spielen. Weißt du, das Jahr. Nein, am 26. 26. Expello, ja. Mhm. Und Paleface, tatsächlich. Mhm. Paleface Suisse. Balle Facce Swiss. Ja, Mann. Stimmt. Gallegione, Balle Facce. Dann ist der Song schon wieder gegangen. Was noch? Balle Facce, Balle Facce, Gallegione, Aber ja. Mastodone. Schweizer Power. Lorna In Shore. der grössten fucking Metalbühne der Welt. Ja, das ist sick. Insane. Ja. Haben wir noch den Musiker-Tinder? Ich glaub's. Bruder, mein Hirn ist fried. Zum Glück sind wir am Ende. Yeah, ich bin der Brian. Und ich... Ja, Musiker-Tinder, eben, der Der Mike von Her Name Was Claire. Genau, der Mike, der Bruder von Her Name Was Claire, a.k.a. SNICKI auf Instagram. Yes. Der Bruder sucht als Bassist
eine Metalcore oder Hardcore-Band heisst, wenn ihr eine Hardcore, Metalcore oder Metal-Band, Thrash Metal, fucking Black Metal, I don't know, der Brudi will einfach harten Shit spielen. Der hat jetzt ein Weile schon so Pop-Rock gespielt und der Bruder ist hässig. Der will hässig Shit spielen. Deswegen buchen ihn. Beziehungsweise nein, er sucht einfach eine Band als Bassist. Heißt, wenn du eine Band im Bereich Metal, Metalcore, Hardcore einfach heavy bist und Bassist willst, dann schreib mal Mike, wo eben @SN1CKI, also der Sneaky Mike. Schreib mal Sneaky Mike und dann hast du den Bassist. Voll. Wir sind immer noch in einer Situation, die es quasi noch nie gegeben hat auf der ganzen Welt. Weil ich glaube, der Sascha von Fearlab sucht auch noch eine Band, wo er Bass spielen kann, drin, die eine hässliche Musik macht. Wir haben nochmal einen Bassist. Machen den Drum viel. Wir haben nicht nur einen Bassist, sondern 2 Bassisten. Eben, ich habe ihm angeboten, Fearlab, ich könnte sonst einen Bassist haben. Hat er nicht wollen. Ich glaube, den Joke habe ich letztes Mal schon gebracht, aber ich finde ihn immer noch gut. Aber ja, der Sascha von Fearlab sucht auch eine Band als Bassist. Der kann vor allem Vocals machen gleichzeitig. Ja, voll. Der Bruder macht aber jetzt Fulltime Vocals und ihn ist einfach zu langweilig. Nein, er ist ihm nicht zu langweilig. Er hat gesagt, er wollte einfach nicht, dass er das Bassspielen nicht verlernt. Definitiv, verstehe ich auch. Deswegen, ja, wenn du eine hassige Band bist und nicht nur ein Bassist willst, sondern 2. Dann, Super, 2 Probleme. Voll. Jetzt kannst du eine Audition machen. Du kannst einen Base-Off machen zwischen Sneaky Mike. Du kannst 2 Bassisten einladen und nachher, wie bei Metallica, einem von beiden 1 Million geben, wenn er in deine Band einsteigt. Genau, jetzt kannst du einen Contest machen zwischen Sneaky Mike und Fearlab Sascha, um zu schauen, wer dein Bassist wird. Ich habe gerade einen guten Callback zum Thema von voran. Von wegen Comparison is the thief of joy. Der Dave Mustaine hat sich ja immer mit Metallica verglichen und darum war er nie zufrieden in seinem Leben, weil er immer nicht besser war als Metallica. Das Problem ist, du solltest dich halt nicht mit einer Band vergleichen, wo, wenn sie Bass-Auditions macht und einen Bassist gefunden hat, wo sie das Gefühl haben, der sei gut, dem Bassist einfach mit dem Vertrag 1 Million in die Hand drücken, um ihm zu sagen, dass sie es ernst meinen. Mhm. Hey, dem sein Leben muss ich auch in dem Moment einfach gerade voll geflippt haben. Ja. Der hat ja vorher bei Suicidal Tendencies gespielt und so. Also er hat wahrscheinlich schon Geld verdient mit der Musik. Nein. Aber nicht, da hast du 1 Million, einfach nur, dass wir dir zeigen, zum zeigen, dass wir es ernst meinen. Das wäre cool, ja. Das ist einfach so, du hast einen Vertrag plus 1 Million, weil wir meinen es ernst. Mhm. Also Mike und Sascha, das könnte auch für euch passieren. Ja, bewerben euch gut, wobei, wenn Metallica nochmal Bass Auditions hat, bewerbe ich mich auch. Fair, ja. Geht masslos unter, weil ich es nicht kann. Ja. Aber hey, das machen wir jetzt seit 3 Jahren und wir sind sehr dankbar für alle, die zuhören. Findest du cool, was wir machen? In das Patreon, wo du uns kannst supporten. Und dadurch können wir Metal Samuel Awards jedes Jahr machen und die Pokal geben an die Bands. Übrigens, das, was Ricky sagt. Wenn wir über Metal Samuel Awards reden, die werden wir demnächst machen. Wieder mal, wie jedes Jahr. Das 3. Mal. Haben wir es im ersten Jahr angefangen? Nein. Ja, doch, wir haben sie gemacht, aber es hat keine Preise gegeben. Es hat einfach nur... Ja. Die hat jetzt nur Fame gegeben. Doch, wir machen jetzt zum 3. Mal. Okay. Das erste Mal hat ja Small District, glaube ich, jeder von uns etwa 3 Mal aufgeschrieben. Ja, voll, ja. Genau. Deswegen, wir machen Metal Samuel Awards wieder, wie jedes Jahr. Wir gehen alle Releases von letztes Jahr. Wir schauen auch, vielleicht auch, denken an Konzerte und so. Hauptsache, Hauptfokus würde ich sagen auf Releases. Ja, weil das andere hast du dich ja vehement dagegen gewehrt, weil das Ding ist, wenn wir halt die Band nicht gesehen haben, können wir nicht sagen, ob sie gut ist irgendwie so nicht so fair. Plus, ich habe gehört, Crowdkill Report macht auch Crowdkill Awards und die Brudis gehen, glaube ich, an mehr Konzerte als wir. Also, ich lade die Brudis mal, weil sie haben auch 24 Kategorien für ihre Awards. Holy shit. Sie sind einfach ein Psychopath, Alter. Sie sind Psychopathen. Sie sind selber schuld. Sie sind wirklich selber schuld, Jungs. Aber ich liebe es auch, weil jetzt gibt es noch mehr Blumen zum Verteilen. Das ist wunderschön. Ich liebe es auch, dass du immer gesagt hast, machen alle einen Podcast. Und jetzt ist ein Podcast gekommen, wo unseren Podcast beenden können. Das ist super, weil dann kann ich wieder mehr Zeit zur Musik machen. Genau, und dann... Holen mich da raus. Egal was passiert, es endet nicht mit ihm. Jetzt. Wir
Oder falls wir... Uns nicht mehr gehört. Nein. Also ist halt so. Bruder, auf was willst du raus? Was wir zu? Verdammt Scheiße. Ja, ich bin ja dran. Also, wir haben eine Playlist auf Spotify. Die heisst Metal Servola aus der Region, für die Region. Ich habe jetzt alle Songs weggelöscht, die nicht vom 2024 sind. Wenn du denkst... Dort ist ein Song von dir nicht drin. Oder fuck it, du musst nicht mal die ganze Liste gehen, es sind nicht fucking 300 Songs drin. Aber wenn du denkst, ein Song muss unbedingt in den Metal Servola Awards drin sein, dann schreibst du jetzt in den Kommentaren, sei es YouTube, Spotify, Facebook, Instagram, I don't give a fuck. Auf Instagram musst du eine DM schicken. Nein, es gibt einen Post. Wir machen einen Post. Kommentier es da unten, wenn du denkst, Band X und mit dem Song, wichtig, Band und Song, aber schreiben, sagen, hey, die verdienen es im Metal Servola Awards Kandidat zu sein. Dann bitte schreibt, spread the word, oder wie man das sagt. Und ja, und dann können wir die, ich würde sagen, im Januar machen wir Metal Servola Awards. Ja, damit wir auch alle Releases, die noch kommen, bis Ende Jahr einschliessen. Genau. Nicht, weil wir es einfach verhängt haben bis jetzt. Und dann machen wir die. Und dann geben wir mal einen schönen Pokal, wo vom Jan von Must Be Wrong Weiss der Jan, dass er das nochmal machen muss? Der bekommt einen Auftrag von uns. Das ist doch gut. Voll. Ja. Letztes Jahr haben wir Ophelius Eye und Expello Pokale gegeben. Letztes Jahr haben wir den Metal Servola Award 2 sehr gute Bands gegeben. Und ich wollte jetzt nicht sagen, dass eine von diesen Bands noch ein Wacken Metal Battle gewonnen hat und ergo die beste Band der Welt ist. Aber ich habe es geschmeckt. Ja, tatsächlich. Ich verstehe jetzt, wieso Leute das Gefühl haben, ich sage ein bisschen eingebildet. Ja, Fairplay. Aber ja, wenn du findest, eine Band und ein Release verdienen es, schreib jetzt einfach unten in den Kommentaren. Voll. Wenn du findest, hey, das was wir machen, das ist cool und willst uns supporten, wir haben ein Patreon. Bro, jetzt sind wir schon gewesen. Nein. Du hast das Patreon-Ding schon gebracht? Nein, ich wollte nochmal bedanken bei allen Patrons. Und alle gefallenen Würstchen, die uns verlassen haben. Nein, die können wir jetzt nicht roasten. Nein, ich kann nicht roasten. Aber wir wissen, wer ihr seid. Ja, wir können es jetzt nicht öffentlich bloßstellen. Ich kann nicht bloßstellen. Ich sage einfach mal Danke, Tim von Polar Shift, Luki von Kate Effect, Nicola von People That at the Fair, Mike von The Valga, Michel von This Burning Sky und Mostübli, Dani vom Bullet Team und Pascal, auch von The Bullet Bull, der Roman von Fear Lab und Jan von Ophelius Eye und Another Approach. Und unsere gefahrenen Würstlis, die wir aber auch noch bedanken. Nein, ich würde jetzt so sagen, wenn wir jetzt ihre Namen sagen, dann wissen alle, dass sie uns kein Geld mehr geben und dass sie Geizhals sind. Nein. Also da hat jetzt niemand das Gefühl gehabt, außer ihr. Aber wir können es so machen, wir können jetzt einfach sagen. Und wenn ihr jetzt einfach zurückspulen zu der letzten Folge, dann wisst ihr, welche, dass wir nicht mehr aufgezählt haben. Right. Nein, aber immerhin danke alle, die schon mal ein Teil davon sind. Danke vielmals. Danke ihr. Auch wenn ihr das Geld jetzt anders einsetzt, das ist völlig okay für uns. Aber danke, dass ihr uns jemals irgendetwas gegeben habt. Voll. Weil das Geld nehmen wir nicht für uns. Wir investieren in dem Gerät da, das wir am Granit mitnehmen können. Und wir investieren in den Pokal. Und sonst noch Ideen, die in Zukunft führen. Ja, die Kamera hat der Ricky selber bezahlt. Das ist kein Geld, einfach falls ihr euch fragt, das ist kein Geld vom Patreon drin. Das hat er alles selber gekauft. Das ganze Geld von Patreon ist für mich selber und für die Community. Und ja, bedankt uns für euren Support in den letzten 3 Jahren. Das war wirklich sehr gut gewesen. Und this is the end. Ciao zusammen. This is the end. Ciao zusammen. Vielleicht sehen wir uns noch Ende Jahr. Vielleicht sehen wir uns noch einmal das Jahr. Könnt nichts versprechen. Wir werden noch nicht zu viel versprechen, was er heißt. Wir haben gesagt, wir machen eine Podcast-Episode. Und dann haben wir gleich nicht gemacht. Und der Brian hat noch nicht zurück angerufen, aber der Bruder ist sicher noch am Moschen. Er ist sicher einfach... Oder ist KO'd worden im Moshpit und ist jetzt im Spital. Wissen wir nicht. Das ist ihm ja schon mal passiert. Der Bruder ist auch über 30, also das könnte gut passieren. Voll. Ich habe mir nicht das in 30 stehen können, weil wir ein Star Wars Konzert gespielt haben. Oh shit, stimmt. Er lädt uns alle ein und wir einfach so, ja, wir kommen. Und dann der Ricky irgendwann so, ey, können wir dann ein Konzert spielen? Und ja, Brian hat dann Geburtstag. Ja, ist gut, ich sag zu. Aber es war ein geiler Gig, von dem her ist schon gut. Brian hat es also auch nicht bei uns genommen. Hey, ich hätte sich, ciao zusammen, das war Folge Nummer 83 gewesen. Also 83 Mal haben wir das schon gemacht. Crazy shit. Peace out.
Ich würde sagen, Dave, der ist für dich. Für dich, Erik. Liebe dich. Gute Besserung. Man sollte einfach mal so richtig savage sein und einfach so eine ASMR-Folge machen. Also flüstern die ganze Zeit. Warte, ich muss noch etwas sagen. Was? Eagles forever, self-hater than ever. Das. Das.